Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Und zwar diesmal eure Kommentare zu Wo ist die Dankbarkeit der Spieler dem Verein gegenüber hin. Ja, da gehen wir rein. Ich denke, da sind ein paar wilde Kommentare bei, was aber auch völlig fein ist, jedem seine Meinung. Ja, und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Ist doch eine gute Sonntagmorgen-Beschäftigung, oder? Von daher erstmal ein Cappuccino. Und dann gehen wir mal rein. Hans Landau. Um es dann abzuschließen, das ganze System ist krank. Und es ist schon krank, seitdem ich die Bundesliga verfolge. 80er. Ja, dass das System krank ist richtig. Ob das schon in der 80er, in der 70er war, I don't know. Da habe ich das nicht so auf dem Schirm gehabt, da war ich noch zu kleiner Dötzke. Da hat mich das nicht wirklich interessiert, mit 15, 16, wie viel die Jungs da verdient haben. Aber aktuell, es ist krank, ja. Es ist einfach krank. Willi, die sprechen mir so aus der Seele, sie treffen den Nagel sowas von genau auf den Kopf. Danke, dass es mal einer so ausspricht. Schönen Urlaub. Ja, sehr gerne. Bernd, kein Spieler ist diese Gehälter wert. Maximal 2 Millionen im Jahr wären gerechtfertigt, wenn man bedenkt, was wir Arbeitnehmer verdienen. Wenn man bedenkt, was wir Arbeitnehmer verdienen, wären auch 2 Millionen nicht gerechtfertigt. Auf welcher Grundlage? Wenn du irgendwie ein Außendienstmitarbeiter bist oder ein Vorort-Mitarbeiter, dann bist du auch mehr unterwegs wie zu Hause, oder nimm einfach nur einen LKW-Fahrer, der oft auch nur am Wochenende zu Hause ist, wenn überhaupt. Ja, verdient der 2 Millionen oder was? Ja, na klar, die Spieler oder Profifußballer verzichtet auf viel Kindheit und so weiter, da gehe ich voll mit. Das ist dann aber auch eine bewusste Entscheidung. Ja, und ja, nee, selbst 2 Millionen im Jahr wären nicht gerechtfertigt. Sorry, auf gar keinen Fall. Ja, aber es geht im Sport ja auch nicht darum, was gerechtfertigt ist. Ja, ich gehe auch mit, dass das Geld, was reinkommt, durch Sponsoren, durch dies, durch Fernsehgeld, das entwickelt sich halt immer weiter, immer mehr Werbung, immer mehr Kohle. Dass man das wieder ausgibt für die Spieler, ist okay. Ist wirklich okay, ja, kann ich mit arrangieren. Müssen wir mit leben, dass Spieler 20 Millionen verdienen. Dass das bei uns im Verein maßlos aus dem Ruder gelaufen ist, dass durchschnittliche Spieler so viel verdienen, steht außer Frage. Aber wenn dem schon so ist, wie es ist, dann erwarte ich Dankbarkeit von den Spielern. Ja, das ist das Mindeste, was man dann erwarten kann, in meinen Augen. Ja, wir können natürlich da nochmal ein extra Video zu machen über die Gehälter im Sport. Nehmt euch Formel 1, Tennis und so weiter, die verdienen alle Millionen. Und natürlich steht das in kein Verhältnis zu, was weiß ich. Nimm irgendeinen Rettungssanitäter, nimm eine Pflegekraft, Menschen, wo es wirklich wichtig ist, dass die für andere Menschen da sind, andere Menschen retten, nimm irgendeinen Oberarzt, einen Chefchirurg, sonst irgendwas oder einen normalen Chirurgen. Natürlich steht das in keinem Verhältnis. Ja, da platzt dir der Schädel, wenn du nur darüber nachdenkst. Ja, und deswegen rede ich von Dankbarkeit einfach. Ja, weil natürlich zahlt auch nur in Deutschland der FC Bayern diese Gehälter. Wären diese Spieler bei Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen, RB Leipzig, das ist ein Bruchteil dessen, würden diese Spieler oder hätten diese Spieler in ihrer Karriere verdient. Ja, und deswegen mein Take mit der Dankbarkeit. Aber das gibt es nicht mehr. Diese Spieler sind so abgehoben. Verständlich oder nicht, muss jeder für sich wissen. Sammy, ich bin dankbar für meinen Hund, meine Freunde, meine Wohnung und in einem Land zu leben, wo kein Krieg ist. Ja, true.
Und ich bin dankbar für diese ehrliche, tiefgründige Video von Red Mooney. Schönen Urlaub. Ja, Sammy. Und das reicht auch, ja. Nimm doch die Gesundheit mit rein. Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit kannst du dir mit keinem Geld der Welt kaufen. Du kannst dir mit keinem Geld der Welt Liebe kaufen. Ob von Tier oder Mensch. Ja, das ist es. Ne? Bin ich bei dir auf jeden Fall. Rote Rosen, er hat in allem, was er sagt, recht, aber leider wird sich künftig nicht viel ändern. Nee, natürlich nicht. Natürlich wird sich das nicht ändern. Das wird noch schlimmer werden, weil es ist ja, wir leben in der Kapitalgesellschaft und es ist immer mehr Wachstum, immer höher, immer weiter. Man sieht es ja beim FC Bayern. Ja? Natürlich wird sich das nicht ändern, Fußball. Und es wird eher dahin gehen, sieht man ja auch bei anderen Vereinen, ist ja nicht nur beim FC Bayern so, dass nicht mehr die Top, die eine außergewöhnliche Leistung bringen, solche Gehälter bekommen, sondern schon der durchschnittliche Spieler. Ja, das geht immer weiter runter. Guckt euch an, was heutzutage in der Bezirksliga schon gezahlt wird. An Geld. In meiner Zeit war das nicht. Ja, aber so ist das halt. Das kann man kritisieren, das muss jeder für sich ausmachen. Aber darum ging es in dem Video gar nicht. Es ging einfach um diese Dankbarkeit. Ja, dass man die Chancen sportlich wie finanziell beim FC Bayern bekommen hat. Und dann nehmt jetzt das Beispiel Goretzka. Das ist gar nicht böse gemeint, ich mag einen Leon, alles gut. Aber ich denke, es ist klar, dass für ihn kein Platz mehr da sein wird. Ich meine, wir haben es jetzt im Rückspiel gegen Tottenham gesehen. Ja, sorry. Ja, dann ist das so. Aber gut. Markus, Gratulation für diesen klaren Standpunkt. Ja, danke. David, wenn ich drüber nachdenke, was die Spieler, Trainer und so weiter verdienen, dann habe ich eigentlich keinen Bock mehr auf Fußball gucken. Ja, das ist leider so. Draußen sehe ich Rentner, die Flaschen sammeln, da die Rente nicht reicht. Die Spieler sollen mal ein paar Mille abgeben an Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, meine Meinung. Ja, wie gesagt, das war eigentlich gar nicht mein Hauptpunkt in diesem Video. Mir ging es mehr um die Dankbarkeit, um diese finanzielle Geschichte. Ja, wir brauchen nicht darüber reden. Ich weiß es nicht. Ich misste Statistiken. Ihr könnt das gerne mal googeln, aber wie viel Prozent der Menschheit ja, so viel Kapital haben. Das ist halt einfach krank und steht in keinem Verhältnis. Ja. Womit hat Elon Musk das Recht, so viel Geld zu besitzen? Aber das ist so ein komplexes Thema. Viele erben den Scheiß einfach, nimmt Dr. Oetker und so weiter, diese ganzen Familien, die ihr Geld auch bedingt, ja, durch die Gräueltaten Deutschlands erwirtschaftet haben und so weiter und so fort. Geld ist so eine Geschichte. Ja, wenn alle, die so viel Geld haben, dass sie damit nichts anfangen können, ja, die einfach so viel Geld haben und nichts damit anfangen können, einfach davon was abgeben würden, wird es natürlich allen Menschen besser gehen. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber wie gesagt, das wäre ein extra Thema, darum soll es hier gar nicht gehen. Ja, ich möchte jetzt nicht mich hier hinstellen und sagen, ja, Leon oder Kimmich oder wer auch immer, wow, du verdienst 20 Millionen, gib mal 10 Millionen direkt ab. Ja, an irgendwelche hilfsbedürftigen Menschen. Es gibt Menschen, die sowas tun. Ja, Keanu Reeves zum Beispiel. Ja, Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen und sehr, sehr viel Geld davon einfach weggeben und ganz normal leben. Ja. Und es gibt Menschen wie Gucci Gnabry. Ja. So ist das halt. Das ist einfach, ja, keine Ahnung. Ja, das ist aber auch so eine Sache. Das ist schwierig, da will ich mir gar nicht das Recht rausnehmen. Man kann auch argumentieren jetzt, keine Ahnung, yo, du verdienst 3.000 € im Monat,
Damit verdienst du immer noch mehr wie jemand, der Mindestlohn hat, ja, dann gib doch 500 € davon ab. Ja? Und gib das irgendjemandem, der an der Armutsgrenze lebt. So, kann man genauso argumentieren, ja. Von daher ist das ein bisschen schwierig. Klar, diese Gehälter, die aktuell im Sport sind, ob es Fußball ist, Formel 1, Tennis und so weiter, das ist einfach nicht normal. Und klar wäre es schön, wenn da manche Spieler machen das auch, hängen das einfach nicht an die große Glocke. Aber ja, wenn da manche Spieler einfach auf Teile verzichten würden und einfach, weil so viel Geld in dem Markt ist, das Geld anders verteilen würden. Ja, das wäre schön. Oder auch von Vereinsseite. Aber von Vereinsseite her ist das schwierig, weil du musst halt mit den Gehältern teilweise mitgehen, wenn du auf der großen europäischen Bühne spielen willst. Ansonsten, die Spieler gehen halt dahin, wo es das meiste Geld gibt. Feierabend. Ja. Und keine Ahnung. Das Geldthema ist so schwierig, ja, weil wir das gar nicht, oder ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das ist für mich so utopisch. Ja. Das ist krank. Also wenn ich 1 Million Cash hätte, bräuchte ich ein bisschen, bis mein Lebensende nicht mehr arbeiten. Ja. So. Und diese Spieler bekommen davon netto 10 im Jahr. Ja. Wie willst du das nachvollziehen? Das geht nicht. Ja. Aber für mich oder für den einen oder anderen hat Geld halt auch einen anderen Stellenwert. Ja. Ich empfinde da auch keinen Neid oder sowas. Mir ist das so völlig wurscht. Ja. Was das anbelangt. Es ist halt nur wie es ja auch stand. Wenn man darüber nachdenkt, hat man eigentlich keinen Bock mehr, den Leuten zuzuschauen und wird dann echt aggressiv, wenn man dann teilweise Leistungen sieht, die einfach unterirdisch sind, ja, weil man dann immer denkt, Alter, wenn ich 20 Millionen oder 10 Millionen netto im Jahr verdienen würde, ich würde rennen, dass ich nach dem Spiel echt vom Platz getragen werden müsste, ne, weil das einfach so unvorstellbar ist, so viel Geld, ja, für uns Normalos. Das ist ein Riesenproblem, glaube ich, ne. Aber da jetzt rein in dieses Geldthema zu gehen, die Ungerechtigkeit, wie das Geld in der Menschheit verteilt ist, warum gibt's überhaupt Geld und so weiter. Ja. Da würden wir in eine Richtung abdriften, die nichts mehr, aber auch gar nichts mehr mit Fußball zu tun hat, leider. Quartey, 100% deiner Meinung, leider sehen das viele nicht so. Wir wollen am Ende halt Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren, aber leider sieht man ja generell, was die Liebe zum Sport bei den Profis ist. Man geht für die letzten Jahre noch zum Saudi-Club oder in die USA, weil man noch nicht genug Millionen verdient hat, ja. Und zerstört sich dann das Bild der Karriere, siehe Messi und Ronaldo. Oder man macht's halt wie Mbappé, Neymar und zerstört sich wegen Geld und Größenwahn die Karriere, die man hätte haben können. Ganz ehrlich, jeder Spieler, der mehrere 100.000 im Jahr verdient, hat dem Verein dankbar zu sein. Es ist ein Geben und Nehmen. Jeder Verein ist seinen Spielern dankbar, aber es muss auch andersrum sein. Ja, true. Aber diese absurden Gehälter und Summen, die durch Investoren in den Fußball gekommen sind, zerstören sehr viel. Generell finde ich, Verträge sollten ein Grundgehalt haben und dann über entsprechende Prämien hochgehen. Also über Einsatzminuten, gewonnene Spiele, gewonnene Zweikämpfe etc. Ja, das wäre schön, das wird aber nicht passieren, ne? Weil, ja, das müssten ja alle Vereine gleichzeitig umsetzen. Und diese andere Geschichte mit dem Geld, wenn man halt auch sieht, wie viele Menschen daran mitverdienen, ja, diese ganzen Berater, Scheiße. Erinnert euch nur daran, wo die DDR gefallen ist, wie viele Arschlochmenschen das ausgenutzt haben, da auf Kosten dieser Menschen dann Geld verdient haben. Auch im Profifußball. Ja, ja, so ist das. Viele Menschen sehen halt nur Dollarzeichen in den Augen. Ja. Und ja, nochmal, für mich, es ist halt einfach schwer nachzuvollziehen. Ja. Wenn man diese Summen hört, du kannst dir das ja noch niemals vorstellen. Stell dir vor, du würdest jetzt in einem Jahr mal 10 Millionen verdienen. Also, wie willst du dir das vorstellen? Ja. Du kannst dir das nur mit dem Lottogewinn vorstellen und du wärst alle deine Ängste und finanziellen Sorgen los, die so jeder Otto-Normalverdiener nun mal hat. Ja. Das ist krank.
Das ist einfach krank. No time to read. Also in einer perfekten Welt hast du natürlich recht. Da müssten sich solche Spieler auch mal überlegen, was man dem Verein zurückgeben kann. Auf der anderen Seite ist das ja heutzutage komplett weg von der Realität, sowas zu verlangen. Ich sehe da eher die Schuld beim Verein, der solche Unruheherde in der Mannschaft jahrelang toleriert und sogar noch gefördert hat. Tür am Tegernsee immer offen, da hätte man klar sagen sollen, minus 50 Gehalt oder sucht dir halt was Neues. Was die Spieler da machen, zeigt natürlich die grenzenlose Gier, aber würden wir anders handeln? Ja. Es ist natürlich hypothetisch, aber wer hier behauptet, er würde von seiner Firma 20 Millionen Jahresgehalt ausschlagen und den gleichen Job für den Bruchteil machen, der lügt sich auch selbst an. Da sage ich gleich was zu. Jeder hier würde das Geld nehmen, behaupte ich. Selbst wenn man vorher schon unglaublich viel verdient hat, würde ich auf 20 Millionen verzichten, damit eure Firma damit euren Nachfolger holt. Auch wenn man schon reich ist, der Mensch ist da einfach unersetzlich. Wie gesagt, schuld eher die Leute, die da die ganzen Nullen aufs Papier geschrieben haben. Bratzo und die das alles durchgewunken haben. Nee, sehe ich absolut nicht so, dass diese Menschen schuld sind. Ja, diese Menschen sind schuld, dass diese Spieler das Geld jetzt verdienen, was sie verdienen, weil sie die Verträge geschlossen haben. Aber wenn ein Spieler dann keine Dankbarkeit gegenüber des Vereins hat, wenn es dann heißt, jo, wir wollen uns trennen, dann ist das mit Sicherheit nicht an den Menschen die Schuld daran, dass dieser Spieler keine Dankbarkeit verfügt. Ja, ich weiß, es ist immer leicht zu sagen, wie du es schreibst. Habe ich ja auch schon mal das Ding gebracht. Was wäre, wenn du jetzt für den gleichen Job 20 Millionen bekommen würdest? Dann würdest du ja nicht Nein sagen. Ja, natürlich nicht. Wer würde das? Ja? Natürlich nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber rumreden. Wenn ich für genau denselben Job, den ich jetzt mache, nicht 3.000 bekommen würde, sondern 20 Millionen. Ja, natürlich wird da kein Mensch Nein sagen. Das steht doch außer Frage. Aber, warte, was hast du es genau genannt? Hier, dieser Take. Würdet ihr auf 20 Millionen verzichten, damit eure Firma damit eure Nachfolger holt, auch wenn man schon reich ist? Der Mensch ist da einfach unersättlich. Das Beispiel ist super schwierig. Wie willst du eine Firma mit einem Verein gleichsetzen? Also es ist ja jetzt nicht so, dass eine Firma eine Fangemeinde hat und die Firma für eine große Masse an Menschen vielleicht super wichtig ist. Von daher ist das schwierig. Ja, aber nochmal, das ist auch immer so eine Geschichte. Na klar, jetzt kann ich mich hier hinsetzen, weil ich nicht in dieser Lage bin. Ja, ich habe keine 100 Millionen auf dem Konto. Weiß ich nicht. Wenn ich 100 Millionen auf dem Konto habe, vielleicht würde ich dann auch sagen, ja, Alter, gib mir mehr, ich brauche mehr Geld. Weiß ich nicht. Vielleicht entwickelt sich der Mensch dann zu so einem Arschloch. Ja, I don't know. Ja, ich weiß es nicht. Also aktuell würde ich ganz klar sagen, nein. Einfach nein. Ja. Und wenn ich mich hinstelle, als der ach so große Thomas Müller aus der Jugend, da sollte er vielleicht schon mal die Hälfte seiner Millionen immer an Louis van Gaal überweisen, sonst wäre Müller gar nicht da, wo er ist, und dann Hermann Gernand vielleicht noch ein Viertel. Der sich immer hinstellt und das auch ist, ich bin Mr. FC Bayern. Ja. Wenn ich dann 34 Jahre alt bin und, ich habe es ja vorher ausgerechnet, tief gestapelt 100 Millionen Cash verdient habe von diesem Verein, und es geht darum, dass ich ein Teilzeitfußballer bin und noch Spaß am Fußballspielen habe. Ja, und dass das Leistungsniveau auch noch ausreicht, um, was weiß ich, alle 3 Tage eine halbe Stunde Vollgas geben zu können. Für diesen Verein. Völlig fein. Dann muss ich doch aber mal auf die Idee kommen und sagen, ja, pass mal auf. Jo, ich weiß, es steht jetzt ein Umbruch an. Komm, gib mir nur noch Summe X und nehme den Rest meines Gehaltes, um den Umbruch voranzutreiben. Weil er ja diesen Verein so lieb, prägt, sonst was. Ja. Das wäre für mich ein Zeichen. Zu sagen, ach, ist mir doch egal, scheißegal, ich spiele noch 20 Minuten, wie unterm Tuchel, alle 4 Wochen spiele ich mal eine Halbzeit. Ja, ich will trotzdem meine 22 Millionen Jahresgehalt haben. Dann kriege ich einen Kackreiz. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Das auf einen normalen Bürger umzumünzen, ist super schwierig. Ja, und nochmal,
Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn wir nochmal beim Thema Geld bleiben, also das ist das Geld, was sie vom Verein bekommen. Was meint er denn, was so ein Thomas Müller an Werbegeld bekommt, was nichts mit dem Verein zu tun hat? Und dann fallen wir hier gleich vom Hocker, wenn man das auch noch wüsste. Ja? Und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist man so. Vielleicht wird der Mensch dann einfach zu so einem Arschloch, dass er sagt, mehr, immer mehr. I don't know. Vielleicht geilt man sich daran auf, dass man dann mehr Nullen auf dem Konto stehen hat oder was. Aber was ist Geld am Ende des Tages? Ja, jetzt driften wir völlig ab. Ja, was ist Geld? So, Geld ist Papier oder Metall. So, was ist Geld? Ja. Könnte ich ein extra Video zu machen. Hat aber auch kommen wir wieder weg. Hat nichts mit dem Fußball zu tun. Aber auch da denke ich, dass das damit zu tun hat, wie man aufwächst. Ja. Wenn du natürlich in Geld geboren bist, wirst du dann natürlich eine andere Einstellung zu haben, wie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, der sich schon in jungen Jahren, ja, meine Mutter war alleinerziehend mit 3 Kindern. Also mehr brauche ich nicht sagen, oder? Da gab es nichts. Wenn ich was haben wollte, musste ich mit 12 Jahren oder 13 Jahren, und die 14 war es, glaube ich, oder 13, ab wann man ein Dingens beantragen konnte, musste ich einen Ferienjob im Tierpark machen, 6 Wochen arbeiten gehen und dann konnte ich mir Sachen kaufen. So, und das ist völlig fein für mich. Ja. Das kann man dann nicht vergleichen, glaube ich. Aber das, wie gesagt, das Thema Geld, das war gar nicht so das Hauptthema in diesem Video. Das Hauptthema war einfach, wenn man schon das Privileg hat, so viel Geld zu bekommen, zu verdienen, sage ich bewusst nicht, zu bekommen, und die Möglichkeit zu bekommen, die sportlichen Ziele, die jeder Fußballer hat, wenn er Fußballer ist, zu erreichen, nämlich eine Champions League zu gewinnen, dann sollte man doch diesem Verein, der einen diese Möglichkeit gibt, auch mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. So nach 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, die man in so einem Verein ist, kann man dann doch auch mal sagen, komm, das war eine schöne Zeit, ich habe hier so viel Geld verdient, ich habe hier so viele Möglichkeiten gehabt und jetzt handle ich mal im Sinne des Vereins. Ich weiß, das ist Wunschdenken meinerseits, gar keine Frage. Habe ich damals schon bei der Command-Verlängerung, habe ich schon so ein Video gemacht. Wenn man darüber nachdenkt, verliert man die Lust am Fußball, stimme ich zu. Von daher sollten wir da vielleicht nicht so viel drüber nachdenken. Aber mir war das mit dieser Dankbarkeitsgeschichte einfach mal ein Anliegen, das auszusprechen, weil das im anderen Kommentar so weggetan wurde, als dass Spieler das gar nicht machen müssen. Ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt bei meiner Firma, weil du das Beispiel mit der Firma gebracht hast, ich weiß, ich bin wieder maßlos abgeschweift, das Beispiel mit der Firma gebracht hast, wenn meine Firma mich maßlos überbezahlen würde, dann wäre ich, wenn sich die Wege nach 10 Jahren dann trennen würden, dieser Firma sehr dankbar dafür. Ja, das wäre einfach so. Aber nochmal, das ist vielleicht die Einstellung, die jeder zum Thema Geld auch hat. Ja. Aber welche Firma bezahlt einen denn einfach maßlos so viel Geld? Das gibt es nun mal nicht. Das gibt es halt wirklich nur im Sport. Ja. Und deswegen sind diese Beispiele immer schwierig. Gut. BM, ich bin absolut deiner Meinung, Dankbarkeit ist an Charakter gekoppelt. Ja, finde ich auch. Ja. Nochmal vielleicht, man sagt ja immer, oder das Sprichwort ist ja für uns normalos, Geld verdirbt den Charakter. Vielleicht ist das einfach so. Ich meine, wir haben das beim David Alaba gesehen. Ja. Da kann er noch so ein netter Junge sein. Man sieht es beim Thomas Müller, der Mr. FC Bayern ist. Der kommt auch nicht auf die Idee, mal zu sagen, ja, oh, alles klar. Ich verzichte mal auf 50, 60% meines Gehaltes, nehme das mal, um, was weiß ich, in der Jugend noch ein bisschen was reinzustecken oder sonst was. Auf die Ideen kommt ja keiner. Ja. Und das ist einfach, was mich traurig macht. Aber gut, Fußball ist halt auch nicht mehr dieses Vereinsdenken, Vereinsleben, wie wir es noch kennen oder wie ich es kenne, sondern es ist wirklich ein Unternehmen mittlerweile. Und da tragen diese Spieler
auch ihren Teil zu bei. Und wenn es dann so ist, wie es aktuell oder die letzten Jahre bei uns war, dass die Spieler dieses Geld verdienen oder bekommen, nicht verdienen, und man dann noch nicht mal sieht, dass sie an ihre körperlichen Grenzen gehen, dann könnte man halt einfach explodieren. Modersitzki 90. Ich finde auch, dass Fußballer viel zu viel Geld verdienen und sich dabei noch so viel schlechte Leistung bringen dürfen, ohne jegliche Konsequenzen. Einerseits sollte der Verein in Person von Eber, Freund und Kompanie allerdings glaube ich auch, dass der Verein dort schauen muss, wie er mit den Spielern umgeht. Ich glaube nicht, dass gute Spieler noch Lust haben, zum FC Bayern zu wechseln, wenn sie sehen, dass sie relativ schnell in der zweiten Trainingsgruppe landen. Aber vom Prinzip her bin ich da völlig deiner Meinung. Dieser Sport ist allgemein etwas zu stark abgehoben und die meisten Fans denken auch gar nicht so weit. Die sehen ihre großen Vorbilder und Stars auf dem Feld und vergessen alles drumherum. Ja, ich denke aber, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Dass man das in jungen Jahren so handhabt, habe ich ja gerade auch selber gesagt, war bei mir nicht anders früher. Das mit der Trainingsgruppe sehe ich nicht so. Ne? Das sehe ich nicht so. Dass dann ein Spieler sagt, oh nee, da gehe ich nicht hin, da könnte ich in der Trainingsgruppe 2 landen. Und was heißt schnell? Wir reden von Spielern, die jahrelang da sind und nicht von Spielern, die ein Jahr da sind oder 2 Jahre da sind. Das Ding ist, ich persönlich habe die Fußballromantik oder man hat die Fußballromantik ein bisschen verloren die letzten Jahre oder so älter man wird, sich mit den Gehaltsstrukturen und so beschäftigt, verliert man diese Fußballromantik, die man früher hatte, wie du es schreibst gerade, ja. Man verliert diesen Effekt so, oh geil, ich gucke Fußball und, ne. Und am Ende des Tages ist es Leistungssport. So, und wenn man keine Leistung bringt, das ist das große Problem beim FC Bayern die letzten Jahre gewesen, muss man den Spielern das klipp und klar mitteilen. Und wenn diese Spieler das dann immer noch nicht raffen, dann muss man eine Trainingsgruppe 2 aufmachen und diese Spieler einfach mal da reinstecken. Ja, es war früher auch gang und gäbe, dass Spieler, die keine Leistung gebracht haben, auch mal in die zweite Mannschaft gesteckt wurden. Ja, die haben dann dritte, vierte Liga gespielt. Es gab aber auch den umgekehrten Fall. Es gab Spieler, die in der ersten wenig Spielpraxis hatten oder aus einer Verletzung kamen und freiwillig gesagt haben, komm, lass mich doch erstmal in der zweiten Mannschaft ein bisschen ranführen. Ja, das gab es halt auch. Ne? Stell dir mal vor, das ist heute undenkbar, dass ein Spieler das freiwillig machen würde. Ja, ja, und ich denke, bei uns kann sich keiner beschweren, wie man mit den Spielern umgeht. Und das ist auch gut so. Ja, es ist gut so, dass man Spieler, wenn die Probleme haben, schützt, hilft, macht und tut. Das ist alles fein. Ja, deswegen, das ist immer noch ein Verein und kein Unternehmen. Ja, obwohl ein gutes Unternehmen das auch teilweise tut. Aber da muss man halt auf der anderen Seite von den Spielern auch diese Dankbarkeit verlangen können. Ja. Meine Meinung halt. Christian, der BVB hat das mit Lewandowski locker durchgezogen, aber Lewandowski ist ein Ehrenmann und hat bis zum letzten Tag alles für den Verein gegeben. Ja, was soll ich jetzt zum Thema Levi sagen? Gerhard, perfekte Analyse, würde ich alles unterschreiben. Peter, Scholl war da ganz anders. Der sagte zu Uli immer nur, wo soll ich unterschreiben? Dann ging Uli mit dem Vertrag zu Fritz Scherer und sagte, da hat er nicht verhandelt und da nicht und da auch nicht. Dann kam Uli mit dem Vertrag zu Scholl zurück und sagte so, und da kriegst du jetzt mehr und da auch. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Ich habe das da früher natürlich auch so mitbekommen. Sag ich ja, es ist heute nicht mehr denkbar. Das ist heute nicht mehr denkbar. Ja. Heute sind Berater ringsherum und jeder will sein Stück vom Kuchen haben und ja, dann wurde ein Riesentrara gemacht. Oh, Joshua Kimmich hat keinen Berater, der macht das alles selber. Boah, der wurde dafür gehypt, gelobt. Ja, und das Ende vom Lied, man hat sich dann vom Joshua auf der Nase rumtanzen lassen. Er verdient trotzdem über 20 Millionen. Ne? Nur er war so schlau und hat nicht noch einen Berater dazwischen, der sich da 10-15% von wegnimmt. Ja, das war der einzige Unterschied. Und ja, früher gab es das noch. Früher gab es das. Ja. Jeder, der in einem Verein groß geworden ist, gespielt hat, in seinem Heimatverein,
der hat doch eine Verbundenheit zu diesem Verein. Ja? Und da wäre man doch nie auf die Idee gekommen und hätte gesagt, boah, komm, ich muss jetzt aber hier, nur damit ich hier spiele, auf den letzten Cent rauspressen. Da wäre man nicht auf die Idee gekommen. Ne? Da möchte jeder Mensch irgendwo Geld verdienen und am besten viel Geld verdienen. Alles gut, alles schicki. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man dann auch mal dem Verein was zurückgeben muss. Ja, und das fehlt mir heutzutage einfach. Ne? Das war früher definitiv anders. Ist heute auch noch anders bei dem einen oder anderen Spieler. Ich möchte gar nicht sagen, dass alle Spieler so sind. Aber ein Großteil der Spieler in der heutigen Zeit, riesengroßer Teil ist so, ja. Michael, alles auf den Punkt gebracht. Schönen Urlaub. Danke, hatte ich. Walid, du hast 100% recht. Das, was du gesagt hast mit den Gehältern, finde es auch gut, dass du es mit Thomas Müller Manuel Neuer angesprochen hast. In diesem Blickwinkel habe ich noch nie gedacht, muss ich dir wirklich recht geben. Ja, freut mich, dass mich da ein bisschen zum Nachdenken anregen kann. Wie gesagt, das kann ja auch jeder anders sehen. Aber am Ende des Tages ist es einfach so. Ne? Diese Spieler sind jetzt in einem Alter, ja, klar, wenn sie das Leistungsniveau bringen, spielt das Alter keine Rolle. Punkt. Ja. Aber man kann dann auch mal sagen, komm, na, ich habe hier die letzten 10 Jahre so viel Geld verdient, ich gebe mir ein Viertel oder sonst was. Ich weiß, es ist Alter, Leistungsniveau und so weiter. Ja, passiert leider nicht, weil, wie wir es ja jetzt hier schon mehrfach gelesen haben, vielleicht ist das einfach so, dass die Menschen, wenn sie viel Geld haben, einfach immer mehr Geld haben wollen, müssen, sonst was, keine Ahnung. Oder aber das als Statussymbol nehmen. Aber jetzt stellt euch mal vor, ein Thomas Müller würde da hingehen und würde sagen, komm, gib mir nur noch ein Viertel meines Gehaltes. Was das auch für ein Zeichen wäre. Ja, auch mal nach außen. Ja? Und vielleicht dann auch mal den einen oder anderen unter Zugzwang bringen würde für die Zukunft. Und er ist mit Sicherheit einer der Spieler, der es absolut nicht nötig hat. Ja? Frindley, Kahn und Salihamidzic waren die größten Fehler. Kahn ist nicht empathisch und ihm fehlte die Erfahrung und die Kompetenz als Sportdirektor. Schau dir an, wie er mit den Bayern-Mitarbeitern umgegangen ist und seine Tipico-Sportwettenwerbungen, welche moralisch verwerflich sind. Salihamidzic, welcher insgesamt zu viele Spieler holte, welche nicht die benötigte Qualität hatten. Marc Rocker würde ich da auf jeden Fall mal rausnehmen. Tolisso würde ich da auch rausnehmen. Cuisson, ja, stimme ich dir zu. Goretzka und Kimmich haben nur herausgestecht, weil die Konkurrenz zu schlecht war oder gegangen ist. Thiago und Martinez. Er hat zwar Spieler wie Davis, Sané und Musiala verpflichtet, die jedoch wirklich ein Konkurrenzkampf waren, sie nie ausgesetzt. Hinzu kommt, dass die anderen Vereine wie Leipzig oder Dortmund eher gewinnorientiert handeln und nicht volles sportliches Risiko eingehen. So dass Bayern quasi nie wirklich große Konkurrenz hatte, bis Leverkusen einmal gute Arbeit leistete. Der Konkurrenzkampf hat gefehlt, weshalb diese Spieler überhaupt ein so hohes Gehalt fordern konnten. Weil Salihamidzic Loyalität und Namen über sportliche Leistung gestellt haben. Genauso wie es Flick, Nagelsmann und Tuchel auch getan haben. Vergleiche doch mal die Persönlichkeiten von Schweinsteiger und Martinez, VS Goretzka und Kimmich oder Davis, VS Lahm oder Kompanie, VS Tuchel. Freund kam erst im September 2023 im Verein und Eber, glaube ich, erst Januar 24. Beide leisten bislang gute Arbeit, wie ich finde. Richtiger Trainer, neue Spieler mit Qualität und Konkurrenzkampf. Jedoch habe ich die Befürchtung, dass die Außenverteidiger und die Flügelspieler wieder ohne Konkurrenz auskommen, weil viele Spieler den Verein nicht verlassen wollen, weil sie zu viel Gehalt bekommen oder weil ihnen der Verein nicht am Herzen liegt. Am Ende kommt es aber darauf an, ob der Trainer mit inversiven Flügelverteidiger spielen möchte oder nicht. Davis wird leider seinen Vertrag auslaufen lassen, damit er mehr Gehalt bei Real bekommt. Bayern hat aus meiner Sicht seine Weltklassen-Spieler mit konstanten Leistung bereits verloren. Groß, Alonso, Lahm. Groß war noch kein Weltklasse-Spieler, wo er bei uns gegangen ist. Alonso, Lahm, Martinez, Thiago, Robben, Ribéry, Lewandowski oder sind über ihren Zenit. Neuer, Müller, Kimmich. Nur Kane ist konstant Weltklasse. Coman, Davis und De Ligt zu unkonstant und oder verletzungsanfällig. Ja, darauf gehe ich jetzt nicht ein, auf deine sportliche Meinung hier. Das hat in dem Video hier gar nichts zu suchen. Dass der Konkurrenzkampf gefehlt hat, ja, na klar, hat aber auch jetzt nichts mit der Gehaltsstruktur zu tun. Ich gehe mal hier kurz drauf ein, Salihamidzic, beziehungsweise
Kahn, dass er nicht empathisch war und ihm die Erfahrung fehlte und so weiter. Ja, das ist auch wieder ein Zitat aus irgendeiner Zeitung. Oder warst du irgendwie, oder bist du irgendwie ein FC Bayern-Mitarbeiter, um das beurteilen zu können? Weiß ich nicht, finde ich schwierig, von außen betrachtet. I don't know. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht wollte Kahn auch genau das ändern und ist deswegen angeeckt. Also ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nur das, was irgendwelche Zeitungen schreiben. Und dass Zeitungen zu 99% Scheiße schreiben, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Werden wir vielleicht nie erfahren, vielleicht irgendwann mal in irgendwelchen Memorarien oder sowas, keine Ahnung. Salihamidzic ist ein Thema, wo ich auch nicht mitgehe, haben wir schon mal drüber geredet, welche Zugänge, Abgänge da waren, die waren gar nicht schlecht. Dass die Gehaltsstruktur ausgeartet ist unter beiden, ja, stimme ich zu. Aber das wurde jedes Mal vom Aufsichtsrat abgesegnet. Da jetzt Kahn und Brazzo an die Wand zu stellen, ist völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Sorry, man sieht das ja auch gerade jetzt, welche Macht der Aufsichtsrat hat bei uns im Verein. Ne? Nimm das Thema Davis. Da sagt der Aufsichtsrat, nein. Summe X, nicht mehr. Punkt. Der Aufsichtsrat sagt, nein. Jetzt müssen erst Spieler verkauft werden, bevor wir überhaupt nur daran denken, einen weiteren Transfer zu tätigen. Und diesen Aufsichtsrat gab es unter Salihamidzic und Kahn genauso. Ja? Nur diese beiden dahin zu nehmen und zu sagen, ja, und das sind die Sündenböcke. Nee, das stimmt halt einfach nicht. Ja? Das war schon immer so, dass der Aufsichtsrat bei uns genau diese Aufgaben so ausgeführt hat, wie er sie jetzt auch ausführt. Und deswegen ist das leider Schwachsinn. Da muss man einfach sagen, dass der ganze Verein einfach in die falsche Richtung gelaufen ist. Und das war auch ein Uli Hoeneß mit dem Boot. Und ein Kalle Rummenigge. Ja? Und ja, wir haben das, ist ja nicht so, dass wir das Geld minus machen. Wir haben das Geld eingenommen und konnten diese Gehälter zahlen. Ja, das ist ja völlig fein. Wenn du das Geld reinholst, gibst das Geld an Gehälter an die Spieler weiter, ist ja alles gut. Wir haben ja trotzdem kein Minus gefahren. Ne? Wie du schreibst, man hat diese Spieler dann aber außer Konkurrenz gestellt. Und das war das Problem. Ja. Aber das Thema, da müssen wir ganz tief abtauchen. Da habe ich schon so viele Videos zu gemacht, was das Problem ist, dass diese Spieler keinen Konkurrenzkampf hatten. Ja. Und das hat relativ wenig jetzt hiermit zu tun. Gut. Hans Landau, es geht nicht darum, dass man vor den Spielern knien muss. Die Bayern-Führung hat es ganz einfach verratzt mit den Verträgen und jetzt zahlen sie für dieses Missmanagement. Dass Eber das korrigieren will, ist auch gut so. Die Bayern werden daraus lernen. Okay, lass ich mal so stehen. I am Frankie. Genau, das ist doch das Thema in der heutigen Zeit im hochbezahlten Profisport. Egal bei welchem Verein, egal in welcher Sportart, es spielt doch keine Rolle, ob es Fußballer beim FC Bayern sind oder Basketball, Eishockey oder zum Beispiel American Football spielen. Nicht nur die Topspieler in ihren Vereinen, in ihren Sportarten verdienen ein Vielfaches von dem, was Max Mustermann in Deutschland, England oder USA verdient. Es sollte allen klar sein, dass es, wie man neudeutsch sagt, eine Win-Win-Situation ist. Der Verein kann solche Spieler verpflichten, aber die Spieler werden auch in den Vereinen teilweise zu Topstars in ihrer Sportart. Das sollten sich doch alle Beteiligten jeden Tag bewusst machen. Bezogen auf den FC Bayern, wir haben offensichtlich die dritthöchsten Gehälter in Europa. Dafür vor allem die letzte Saison ist bei vielen die Leistung eine Frechheit. Auch schon die Jahre davor ist die Leistung eine Frechheit. Allein damals die Verlängerung mit Coman. Ne? Wie gesagt, könnt ihr gerne hier mal auf meinen Kanal Coman eingeben, da findet ihr das Video dazu. Das war eine absolute Frechheit. Ne? Und entbehrt jeder Grundlage. Und ja, am Ende des Tages hat man sich die Probleme selber geschaffen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und diese wieder zu korrigieren, ist halt super schwierig. Und man wird da dahingehend harte Entscheidungen treffen müssen. Ja? Aber nochmal, wenn der Verein sich jetzt hinstellt und sagt, pass mal auf, unser Gehalt Maximum sind 15 Millionen für egal welche Spieler, welche Dingens, und es geht dann darum, dass ein Vertrag von Joshua Kimmich ausläuft, der jetzt 20 oder mehr verdient.
und der Verein sagt, Josh, hier, das ist unsere neue Gehaltsstruktur, das werden wir ab sofort einführen. Wir können dir diese 15 Millionen zahlen. Ich sage jetzt einfach mal 15 Millionen. Dafür würden wir gerne mit dir verlängern. Wie sieht's aus? So, und wenn er dann sagt, nein, mache ich nicht, ich gehe dann nächstes Jahr ablösefrei zum anderen Verein, der mir meine 20, 22 Millionen zahlt, dann sind wir dabei, worum sich dieses Video dreht. Dann sind wir dabei der Dankbarkeit der Spieler gegenüber dem Verein. Ja? Weil dann sagt dem Verein, nee, alles, dann sei so ehrlich, sag dem Verein, pass auf, nee, ist mir zu wenig, ich bin ein geldgieriger Wichser, aber weißt du was? Ihr wart so gut zu mir, ihr habt mir die sportlichen Möglichkeiten gebeten, ihr habt mir so viel Geld in den Arsch geschossen, dann gehe ich jetzt dieses Jahr schon, damit ihr noch eine Ablöse von irgendeinem anderen Verein bekommt. Und alles ist schicki. Alles ist schicki. Gehe ich völlig mit d'accord. Gar kein Problem für mich. Ja. Aber dieses, genau wie es ein Davis auch macht, dieses, oh ja, Rumgeeier und dann, ja, dann gehe ich nächstes Jahr ablösefrei. Ganz ehrlich, steckt die Leute auf die Tribüne, mach eine Trainingsgruppe 2, fertig. Wenn Davis nicht verlängert, Junge, Trainingsgruppe 2, Kimmich, Sané, entweder verlängern die zu verringerten Konditionen oder Davis zu den gebotenen Konditionen, die angeboten wurden. Oder sie machen kein Spiel mehr für den FC Bayern. Und das muss man diesen Spielern klar kommunizieren. Und da ist es scheißegal, ob dieser Spieler 1 Jahr, 6 Jahre, 20 Jahre in diesem Verein ist. Wenn er den Verein an der Nase rumführen will, was er damit tut, er schadet damit aktiv diesem Verein. Ja, wenn so ein Kimmich einen Marktwert von 50 Millionen hat und geht nächstes Jahr ablösefrei oder auch ein Davis, der, was weiß ich, hat, 60 Millionen angeblich, und geht dann nächstes Jahr ablösefrei, dann schadet er damit dem Verein. Und dann fehlt mir die Dankbarkeit gegenüber diesem Verein. Punkt. Wenn diese Spieler sagen, alles klar, nee, gehe ich nicht mit, ich möchte weiterhin dieses Geld verdienen. Ja, dann geht zum anderen Verein. Ja, aber wahrscheinlich ist es super schwierig, erstmal einen anderen Verein zu finden, der so viel Geld zahlt. Ja, das ist mein Punkt. Es ist völlig fein, wenn den Spielern das nicht ausreicht, wenn sie das nicht fühlen, diesem Verein gegenüber, aber da muss man wenigstens die Dankbarkeit haben, dem Verein gegenüber, um zu sagen, alles klar, dann suche ich mir jetzt einen neuen Verein, damit noch eine Ablöse generiert wird. Und nicht zu sagen, oh geil, mein Vertrag läuft aus, ich bin dann ablösefrei, geil! Ich ziehe mir nochmal 20 oder 30 Millionen extra Handgeld rein. Wie geil ist das denn? Ja? Und dann krieg ich Puls. So ein Ding. So. Thor Gordon. Aber James Watt hat die Dampfmaschine erfunden. Ja, Glückwunsch für ihn. Zen Seiten Sei. Bin ich absolut deiner Meinung, dass ein Bunazar den Vertrag aussetzt, finde ich verständlich. Der ist uns nichts schuldig und der hätte irgendwo das Geld verdient. Bei Manu und Thomas sehe ich das aber 100% wie du. Das ist nur noch frech. Bunazar, ganz ehrlich. Bunazar, das waren 18er im Lotto für den. Ja, da kam der Bratzo dahin, hat irgendwas in den gesehen und sagte, boah, geil. Das ist der Typ, den ich brauche. Was war der? 29? Ja, hat noch nie wirklich Geld verdient in seiner ganzen Fußballkarriere. Natürlich, für uns hat er trotzdem schon Geld verdient, ja, aber nie irgendwie Millionen. Und dann kommt der große FC und sagt, ach komm hier, kriegst 4 Millionen. Zack, 2 Millionen im Jahr Cash. Dass der in seinem ganzen Leben noch nicht viel verdient hat, ja, jetzt auf den Profifußball bezogen nicht viel verdient hat, dann sagt, ja, alles klar, ich fühle mich pudelwohl, hier ist mir doch egal, ob ich nicht spiele. Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema, das kann ich dann schon verstehen. Ne? Das ist dann schon menschlich. Ne? Man kennt auch da die Familienhintergründe nicht und so weiter. Wenn er dann sagt, geil, ich kriege jetzt den Vertrag nochmal für, was war es, 3 Jahre, 4 Jahre und kriege da insgesamt 6 oder 8 Millionen und ich habe damit dann doch noch ausgesorgt durch meine Fußballkarriere. So, das ist aber was ganz anderes als, wie du gerade sagst, Manu oder Thomas. Ja, ist natürlich auch eine scheiß Art und ist dann, kannst du auch sagen, ja, Arschloch, ja, aber da kann man das noch nachvollziehen, ne? Weil der in seiner bisherigen Karriere Peanuts verdient hat, im Gegensatz zu dem, was man im Fußball verdienen kann. Ja.
Ist natürlich dem Verein gegenüber natürlich auch ein Arschloch-Move, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber da kann man das irgendwo noch ein bisschen nachvollziehen. Colin, geht zu 100% mit. Ich bin mal gespannt, wie die genannten Spieler diese Saison performen werden. Wenn es heißt, dass die Verträge nicht verlängert werden und die dann eine Null-Bock-Mentalität an den Tag legen, wird es wieder drunter und drüber gehen. Bin mal gespannt, wie der Verein dann mit diesen Spielern dann umgehen wird. So wie ich den Verein in den letzten Jahren erlebt habe, kann ich mir kaum vorstellen, dass es da zur Suspendierung kommen wird, was dann absolut angebracht wäre. Nee, bei mir wäre es noch nicht mal so, dass diese Spieler überhaupt die Chance bekommen würden zu performen. Habe ich gerade schon gesagt. Die Verträge von Sané, Kimmich, Davies laufen aus. So. Bis Saisonstart wurden die Verträge verlängert und zwar zu den Konditionen, wie der Verein das sieht. Ansonsten sitzen diese Spieler knallhart auf der Tribüne. Das ist scheißegal, welches Leistungsniveau sie haben. Selbst wenn so ein Kimmich Weltklasse wäre oder so ein Fonsi Weltklasse wäre. Nein, die sitzen auf der Tribüne. Feierabend. Man muss jetzt endlich mal klare Zeichen setzen. Was ist das denn auch für ein, wir haben vorhin gesprochen davon, ja, was wäre das denn für ein Zeichen an Neuverpflichtung, wenn der FC Bayern so handeln würde? Was ist das denn für ein Zeichen an Neuverpflichtung, wenn der FC Bayern nicht so handeln würde? Was ist das denn für ein Zeichen? Dass wir uns von den Spielern auf der Nase rumtanzen lassen. Dass wir dann nächstes Jahr 3 Spieler abgeben, wo die Verträge auslaufen, oder was? Junge, das heißt doch, jeder Spieler kommt zum FC Bayern. Geil, ich bin jetzt 4 Jahre hier. Verlängern werde ich nicht. Nach den 4 Jahren suche ich mir was anderes und ziehe mir noch 50 Mille Handgeld rein. Nee, raus aus der Mannschaft. Egal welches Leistungsniveau sie haben. Egal wie geil sie performen. Junge, ganz einfach, das ist das letzte Jahr. Verlängert den Vertrag oder setz dich auf die Tribüne. Punkt. Feierabend. Und da braucht man gar nicht planen mit diesen Spielern. Ja, es kann doch nicht so schwer sein. Nochmal, wenn du einen Spieler hast wie ein Kimmich, wie ein Davies, wie ein Sané, die jahrelang im Verein sind, die in das letzte Vertragsjahr gehen, dass man jetzt sich hinsetzt und den Spielern sagt, pass mal auf, entweder verlängerst du den Vertrag oder such dir bitte einen neuen Verein. Wir werden es nicht zulassen, dass du diesen Verein schädigst, so dass wir keine Ablöse nächstes Jahr mehr von oder mit deinem Transfer erzielen werden. Das sind doch ehrliche, richtige, wichtige Worte. Ist doch gar kein Problem. So ist das Geschäft. Ja? Und wenn der Spieler dann sagt, ja, ist mir scheißegal, ich will nicht verlängern, ich werde dann nächstes Jahr wechseln, alles fein. Es gibt Verträge, kann der Spieler so machen. Dann kann der Verein aber auch sagen, alles klar, wir setzen dich ein Jahr lang auf die Tribüne, du bekommst hier die Möglichkeit, Trainingsgruppe 2, kriegst einen extra Trainer, ihr könnt hier trainieren. Alles ist tutti. Ja, ist doch gar kein Problem. So, welcher Spieler wird das denn machen? Welcher Spieler wird das denn machen? Allein die Außendarstellung, die Werbepräsenz, die dadurch zerstört werden würde, wird doch keiner machen. Ja, ja. Passiert aber bisher nicht. Ja? Und da bin ich sehr gespannt. Da heißt es dann, oh nee, die Tür ist noch nicht zu bei Alphonso Davies. Da wird wieder hier mit Honig geschmiert. Anstatt mal bäm, klare Kante zu zeigen, zack, pass auf, Fonsi, wird sich verlängern, du willst nächstes Jahr umsonst nach Real Madrid gehen, alles gut, so ist der Vertrag, ist dein Recht, zack, Tribüne, 1 Jahr lang. Bums, fertig. So, das machst du einmal. Einmal machst du das. Und zwar dieses verkackte Jahr, weil du gleich 3 Spieler hast. Und dann weiß jeder verfickte Spieler Bescheid für die kommenden 20 Jahre, dass das beim FC Bayern nicht geht. Ja? Punkt. Und dann wirst du nie wieder darüber diskutieren müssen. Nie wieder. Dann wissen die Spieler, ja, alles klar, ihr letztes Vertragsjahr, entweder wechsle ich den Verein, oder ich verlängere den Vertrag. Punkt. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja? Da muss man mal klare Kante zeigen. Und ob das ein verdienter Spieler ist oder nicht. Wir sehen doch, dass diese Spieler keine Dankbarkeit haben. Guck dir den David Alaba an. Ja? Hat man schon einmal auf die Fresse gekriegt. Also da sollte man jetzt langsam mal raus lernen. Kotlet, ich stimme dir 100% zu. Ein Aspekt, der meiner Meinung nach etwas zu kurz gekommen ist. Der Verein hat diese Situation und diesen Standesdünkel mit verursacht. Beispiel, spätestens nach dem Skiunfall von Neuer und seinem nicht autorisierten Pressestatement zur Tabloid-Freistellung hätte der FCB vor allem auch nach außen wahrnehmbar harte Konsequenzen durchziehen müssen. Ja, stimme ich dir zu.
Jeder hätte gesehen, dass niemand über dem Verein steht, auch nicht ein Neuer. Die Folge ist zum Beispiel Neuers aktuelles Statement pro Goretzka in der Startelf, was Pavlovic und Palhinha wohl darüber denken mögen. Stimme ich dir zu. Es ist ein absoluter Witz, Alter. Ich hätte den direkt suspendiert erstmal. Wie kann sich denn ein verdienter Spieler, der Kapitän ist, hinstellen und sagen, oh, der Verein hat mir das Herz rausgerissen. Junge, hätte ich zurück nach Gelsenkirchen geschickt. Ja, bitte, dann geh nach Schalke. Da können sie das Herz wieder einsetzen. Ja? Egal, welche Umstände da immer war mit Tapalovic. Zu sagen, als Kapitän dieser Mannschaft, mir wurde das Herz vom Verein herausgerissen, weil man Tapalovic entlassen hat. Alter, da krieg ich so einen Puls, ja, wenn man sieht, wie der Verein vorher schützend die Hand über Neuer gehalten hat mit seinem scheiß Skiunfall, was ein Ding der Unmöglichkeit war. Ja, also da sind wir. Das ist das perfekte Beispiel für Dankbarkeit des Vereins. Was ist dem Neuer scheißegal, Alter? Scheißegal ist dem das alles. Ja? Und da hast du 100% recht. Und das ist traurig. Matthias Gabler, ich fühle deine Aussagen total. Ich sehe zusätzlich auch noch eine andere Seite. Sie fordern ja nicht nur die Gehälter, der Verein gibt sie ihnen auch. Bayern hat mit Gehältern um sich geworfen. Ja, richtig. Auch bei Neuzugängen und hat sehr spät gemerkt, wo das hinführt. Um es mit Uli zu sagen, mit Hernandez hat die ganze Scheiße angefangen. Nee, das stimmt nicht. Die ganze Scheiße hat nicht mit Hernandez angefangen. Die ganze Scheiße hat schon früher angefangen. Da, wo Coman verlängert hat Coman gesagt, ich möchte jetzt auch in diese Gehaltsregion haben, weil der und der Spieler, die in dieser Gehaltsregion ist. Da hat die Scheiße angefangen. Nicht erst mit der Verpflichtung von Lucas Hernandez, das ist Schwachsinn. Da hat die Scheiße angefangen. Dann wurde Coman in diese Gehaltsregion gesteckt. Der nächste war dann Gnabry, ein Jahr später, glaube ich. Ja, der dann natürlich sagt, ja, das gleiche Leistungsniveau wie Kingsley. Da will ich jetzt aber auch Minimum die 17, 18 Millionen haben. So, und dann kam irgendwann Kimmich, Goretzka, die den Anspruch haben, ja, ich will aber großer Führungsspieler beim FC Bayern sein. Da kann ja jetzt wohl nicht sein, dass ich weniger verdiene wie ein Thomas Müller oder Manuel Neuer. So. Und damit war der Bums durch. Ja, das hat nicht erst mit dem Hernandez-Deal angefangen. Sorry. Das war schon viel, viel früher. Ja. Man hat halt irgendwann gesagt so, oh nee, wir können nicht anders, komm, hier kriegst 2 Millionen mehr, damit du beim FC Bayern bleibst. Das war der große Fehler. Ne? Und nichts anderes. Und da sind auch Spieler wie Neuer oder Müller dabei. Ja. Die den halt nicht vollgekriegt haben. Da hätte man sagen müssen, ja, alles klar. Gerade, nehmen wir nochmal Thomas Müller als Beispiel. Das Gesicht des FC Bayern, ja. Warum verdient er so viel Geld? Warum? Weil er sonst irgendwann gesagt hat, ja, dann gut, dann wechsle ich den Verein, wenn ich nicht das Geld hier verdiene. Dann gehe ich nach Manchester United, die haben oft genug an ihm gebaggert. Oder ich gehe dann da und dahin. Oh nee, komm hier, Thomas, wir geben dir 2 Millionen mehr. Ja. Setze Ding. Ja. Das ist traurig, aber so ist es. Ja, und dadurch sind Gehaltsstrukturen gebrochen. Absolut gebrochen. Ja. Dass man irgendwann bei Neuverpflichtungen sagt, Alter, jo, Hernandez, dem muss ich jetzt das und das zahlen, weil noch ein englischer Verein mit drin steckt, der das und das zahlt. Ja, kann man noch irgendwo nachvollziehen. Dass das zu viel Geld war, keine Ahnung, kann man jetzt drüber streiten. Aber die Gehaltsstruktur in dieser Mannschaft war schon vorher im Arsch. Wie kann denn ein Joshua Kimmich, der keinen Berater hat, sich da hinstellen und einen Vertrag über mehr als 20 Millionen aushandeln mit dem Salihamidzic und dem Brazzo? Und wie kann ein Aufsichtsrat das absegnen? Ja? Jede Gehalt wurde vom Aufsichtsrat abgesegnet, was in diese Sphären vorstößt. Katastrophe. Katastrophe. Ja? Und dann siehst du diese Leistung und die Spieler reißen sich noch nicht mal den Arsch auf. Und nein, dann stellt sich noch ein Neuer dahin und erzählt einem, der Verein hat mir das Herz rausgerissen, Alter. Oh, da werde ich richtig, da könnte ich richtig eskalieren. Ja? Das ist so traurig, wenn du diese ganzen Themen nachdenkst. Alter Belly. Dann wird schwierig. Kaiser, bin komplett deiner Meinung. Ich hoffe, dass Eberl und Freund diese Schnösel bald entsorgt kriegt und einen Neuanfang starten kann. Solange die alle da rumlaufen, ist es kein Neuanfang. Meiner Meinung nach schönen Urlaub. Danke, hatte ich. Wie du siehst, ist Neuanfang schwierig beim FC Bayern. Keine Ahnung.
Leute, das Thema Geld und FC Bayern ist eine ganz wilde Geschichte, ne? Wie gesagt, guckt euch allein die Gehälter von Neuer und Müller an und dann hörst du noch, Thomas Müller sagt, ach ja, ich habe aber immer noch, bin richtig geil, ich habe immer noch Bock, Fußball zu spielen und ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch weiter Fußball spielen. Was denkt ihr denn, was passieren wird? Ja, der große FC Bayern wird sagen, ach klar, Thomas, komm, bis hier noch Teilzeitprofi, kriegst du deine 22 Millionen. Komm, ist kein Problem, wir verlängern den einfach nochmal ein Jahr. Und dann wird es langsam schwierig, ne? Talion, zum Thema Müller-Neuer muss man, denke ich, aber auch dazu sagen, dass ja wohl der Verein von sich aus eine Verlängerung zum selben Gehalt angeboten hat. Klar hätten sie trotzdem von sich aus sagen können, dass sie weniger wollen, muss aber trotzdem gesagt werden vom Ablauf her. Ja, den Ablauf hast du aus der Bild-Zeitung, richtig? Ich denke, damit ist alles gesagt. Mr. Huller, starkes Statement, wird so in der Form viel zu selten besprochen. Für mich gibt es gleich mehrere Fehler im System. Ja, da stimme ich dir zu, es gibt mit Sicherheit mehrere Fehler im System. Aber ja. Rios, ich denke, die Spieler werden auch von Anfang an ihre Karriere auch stark von den ihren Beratern beeinflusst werden. Ja. Die ihnen sicher auch den Floh-Ohr setzen, dass sie sich nicht unter Marktwert und so weiter verkaufen sollen. Da die natürlich das Interesse haben, ordentlich mitzuverdienen. Ja. Im System ist einfach zu viel Geld durch Fernsehen, Sponsoren und ähnlich. Ja. Ich denke, in diesem Zirkus Profifußball spielt leider der Begriff Dankbarkeit eine sehr untergeordnete Rolle, sondern es geht nur noch mehr, es geht nur um noch mehr Geld und Gier. Ja. 100% true. Das ist auch noch ein Daumen für. Stimme ich dir 100% zu, genauso ist es leider. Nordisch, danke für dein Video. Im Grunde treffen sie jedes Mal genau meine Meinung. Es wirkt, als würde es den Spielern nur um sich gehen. Scheiß auf den Verein, ich will das Geld, ich will das und das Gehalt. Es ist wirklich ermüdend. Ja. Maximus, du hast völlig recht, man schaue doch nur in den eigenen täglichen Arbeitsablauf. Es ist immer ein Nehmen und Geben von beiden Seiten, so sollte es zumindest sein. Wenn es eine gute Zusammenarbeit ist, braucht der Chef Hilfe, dann schiebt man halt mal Überstunden. Brauche ich mal Urlaub zur bestimmten Zeit oder ähnlich, dann wird der Chef das im Normalfall auch so machen. Bei den Profis geht es halt darum, gegebenenfalls eine Ablöse zu generieren für den Verein, beziehungsweise einen Kaderplatzgehaltsbudget freizumachen. Man sollte sich gegenseitig so respektieren, dass man beide Seiten im Auge behält. Die hohen Gehälter stammen natürlich aus weit erfolgreicheren Zeiten der Spieler und auch der Mannschaft. Dass man das nicht aufrechterhalten kann, wenn der Erfolg mal ausbleibt, ist doch auch klar. Dankbarkeit bei Profisportlern scheint schwer zu sein, leider. Ja, stimme ich dir zu. In einer guten Firma ist das wirklich so, wie du das schreibst hier, von wegen, wenn mal hier es brennt, dass man da mal aushilft, wenn man da mal einen Tag frei braucht und sowas. Ich habe zum Glück so eine Firma. Ja, da muss ich meine Firma mal lobend erwähnen. Wenn ich wirklich irgendwas habe, irgendwelche Probleme habe und ich müsste echt kurzfristig einen Tag unbedingt frei haben oder sowas, ist das gar kein Problem in meiner Firma. Dafür bin ich aber auch nicht überbezahlt. Ja, dafür bin ich auf einem normalen Lohnniveau. Bin jetzt auch nicht unterbezahlt, aber nicht auf einem sehr, sehr guten Lohnniveau, auf einem normalen Lohnniveau. Und da sind wir auch nochmal bei dem Thema Geld. Mir ist das wichtiger, als in einer Firma zu arbeiten, wo ich dann, was weiß ich, 500 Euro mehr bekomme, wo ich so ein Verhältnis nicht habe. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Ja, da sind wir ja bei dem Thema mit dieser Ablöse, wie ich sagte. Ne? Wenn man im letzten Vertragsjahr ist, entweder wird der Vertrag verlängert oder der Spieler sitzt draußen. Weil das heißt dann, wenn er den Vertrag nicht verlängern möchte, er wird nächstes Jahr ablösefrei wechseln. Das ist dann sein Ziel. Und dann setzt ihn auf die Tribüne. Punkt. Egal wie der Spieler heißt. Egal wie viel er verdient. Feierabend. Egal welche Leistung er für diese Mannschaft noch bringen könnte. Ja. Mr. Blackwing, wenn Bayern da nicht was macht, werden die das finanziell schon sehr merken. Das ist unheimlich viel Geld, was Bayern verliert, vom sportlichen Erfolg, der ausbleibt, mal abzusehen. Der einzige Spieler, wo ich jetzt noch nichts sagen will, ist Müller. Ich denke auch ein bisschen an die Talente, das geht jetzt, meine ich, schon fast 4 Jahre so. Denn irgendwann sind die Talente auch weg, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. Wenn man diesen Umbruch nicht macht, dann wird Kompany wieder einen sehr schweren Stand haben. Nee. Ich denke, Kompany wird keinen sehr schweren Stand haben, weil, wenn er das durchzieht, was er kommuniziert, nämlich einfach nach Leistung geht, dann wird es keinen schweren Stand geben. Gar nicht. Weil dann alle Spieler in der Mannschaft sehen, es geht rein nach Leistung. Nehmen wir so Mathis Tell zum Beispiel letztes Jahr. Er ist nach Leistung gegangen, hätte der Junge gespielt.
Hat er nicht, weil es nicht nach Leistung ging. Und das sieht die Mannschaft. Ja, dadurch kommt doch die Unruhe rein. Dass Spieler spielen, die schlechter sind. Die einfach schlechter sind, als die draußen sitzen. Ja? Ja, klar, kommen wir dann wieder irgendwann zu dem Thema, auch ja, das ist Leon oder Kimmich oder Serge, die rennen zum Partner am Tegernsee. Wenn dem so sein sollte, drauf geschissen. Ja, ganz einfach. Der einzige Spieler, wo ich jetzt noch nichts sagen will, ist Müller. Das sehe ich persönlich nicht so. Wie gesagt, ich mag Müller. Müller ist Mr. FC Bayern, steht außer Frage. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen nächstes Jahr, wie es weitergeht mit dem Thomas. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn er meint, er will unbedingt noch weiter Fußball spielen. Und er möchte noch Fußball auf hohem Niveau spielen, wenn er dann noch ein Jahr verlängert. Völlig fein. Das muss dann aber zu stark reduzierten Bezügen sein. Ja, dann ist für mich alles fein, dann ist alles gut. Thomas Grill, Gelder hängen doch oft an den Managern. Diese treiben diese Summen. Ja. Weiß ich nicht, was ich mit dem Satz jetzt anfangen soll. Kerweg, eine interessante Meinung, die jedoch vom Fußballromantik gefärbt ist. Dankbarkeit gegenüber dem Arbeitgeber ist grundsätzlich unangebracht. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer basiert nicht auf Dankbarkeit, sondern darauf, dass sich beide Seiten verpflichten, eine Leistung zu erbringen. Aus diesem Grund haben beide Parteien einen Vertrag unterschrieben. Umgekehrt würde der FC Bayern auch keinen Spieler günstig gehen lassen, der plötzlich unterdurchschnittlich gut spielt. Weiterhin zeigt der Arbeitgeber auch keine Dankbarkeit gegenüber seinen Arbeitnehmern, wenn dieser beispielsweise verletzt ist, sich in einem Leistungstief befindet oder die Erwartung nicht erfüllt hat. Im Zweifelsfall sitzt der Arbeitnehmer immer am längeren Hebel. Das ist völliger Schwachsinn, dein zweiter Absatz. Ja, den ersten Absatz, ja, keine Ahnung, kannst du so sehen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, einen Verein mit einem Arbeitgeber darzustellen, aber ja, mein Bild ist natürlich von Fußballromantik gefärbt, stimme ich dir 100% zu. Aber das hier unten ist völliger Schwachsinn. Weiterhin zeigt der Arbeitgeber auch keine Dankbarkeit gegenüber seinem Arbeitnehmer, wenn dieser beispielsweise verletzt ist, sich in einem Leistungstief befindet oder die Erwartungen nicht erfüllt hat. Doch, genau das hat der FC Bayern getan. Bei allen seinen Leistungsträgern, bei allen seinen Spielern die letzten Jahre gegenüber. Genau das hat er getan. Genau das. Diese Spieler haben trotzdem die Kohle gekriegt. Diese Spieler haben trotzdem jedes Spiel gespielt. Erinnert euch mal an die Verletzung mit Manuel Neuer, wie man dahinter stand. An den Verletzungen von Coman, der ihm jedes Jahr ein halbes Jahr ausgefallen ist. An Leroy Sané. Willst du mir jetzt erzählen, das hat der FC Bayern nicht getan? Im Zweifelsfall sitzt der Arbeitgeber immer am längeren Hebel. Nein, tut er eben nicht im Fußball. Tut er eben nicht. Für uns Normalos, ja, tut er das. 100% true. Ja, aber doch nicht im Fußball. Sitzt er nicht am längeren Hebel. Der Spieler sitzt am längeren Hebel. Immer. Immer. Ja, warum? Weil Arbeitsverträge nur maximal 5 Jahre laufen dürfen. Sie dürfen nicht länger laufen. Und dann läuft der Vertrag aus und dann kann nicht der Arbeitgeber sagen, ja, wir verlängern den jetzt aber einfach. Nein. Der Spieler sitzt am längeren Hebel, weil der Spieler sagt dann, ja, alles gut, ich lasse den jetzt auslaufen und dann gehe ich woanders hin, wo ich mehr Geld verdiene und ziehe mir noch ein fettes Handgeld rein. Das ist doch der Punkt. Ja, dieser zweite Absatz ist völliger Schwachsinn. Sorry. Und das hat auch nichts mit Meinung zu tun. Das ist einfach Schwachsinn, was da steht. Lobster. Super schade, dass diese Spieler wie Neuer oder Müller dem Verein zuliebe kein Gehalt einsparen wollen. In Kindheitstagen waren sie meine Vorbilder gewesen. Ja, sind auch meine Vorbilder und ja, so ist es heutzutage leider. Andreas, Positivbeispiel für mich noch Gündogan, der in Dortmund nochmal verlängert hat und nochmal das erste Tuchel-Jahr bei Dortmund mitgemacht hat und dann mit Ablöse nach Manchester City gewechselt ist. Ja, da gibt es ganz viele Spieler. Die so sind. Ja? Aber bei uns hast du nur die Arschlöcher sitzen. Und Fonsi kann doch auch sagen, alles klar, pass mal auf, ich möchte gerne nach Real Madrid gehen, weil Real Madrid mein Kindheitstraum ist. Whatever. Kann er doch kommunizieren. Ja? Ist doch kein Problem. Aber dann geh doch jetzt dieses Jahr.
und setz dich nicht dahin und tusche mit Real Madrid einen aus. Ja, komm mal von Sie, wir machen das so und so. Und dann kommst du nächstes Jahr ablösefrei, dann kriegst du nochmal 15 Millionen extra. Aber wir brauchen keine 30, 40 Millionen an den FC Bayern zahlen. Ja? Das ist doch der Arschloch-Move. Ja, wenn Real Madrid einen Fonsi haben will, dann sagt der Fonsi, ja, alles klar, ich komme sehr gerne zu euch. Mein Vertrag läuft dann aus. Wir müssen eine Ablöse erzielen. Das bin ich dem Verein schuldig. Und dann verpflichtet mich jetzt. So, wo ist das Problem? Ja, ganz einfache Kiste. Und wenn er sagen will zum FC Bayern, pass mal auf, ich verlängere hier, schreibt mir eine Ausstiegsklausel rein, weil ich möchte gerne nach Real Madrid gehen und gut ist. Ja, also. Und bei der einen oder anderen Spieler hätte der FCB auch im Vorfeld wissen können, wie das dann abläuft. Goretzka hat schon Schalke ablösefrei verlassen und sich die Kohle reingezogen. Da kann man dann auch nicht erwarten, dass die Spieler das dann beim nächsten Mal anders handhaben werden. A-Loch bleibt A-Loch. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man Leon jetzt da als Arschloch bezeichnen kann. Leon hat auch noch 2 Jahre Vertrag, das sehe ich noch ein bisschen anders. Wir reden jetzt gerade über Kimmich, Sané und Davis, wo das dieses Jahr akut ist. Und da werden wir mal sehen, wie diese Spieler sind. Ja. Dass so ein Leon nicht unbedingt den Verein verlassen will, beziehungsweise auch nicht einen Verein findet, der ihm das Gehalt zahlt, was der FC Bayern ihm zahlt, kann ich nachvollziehen. Ja. Dann wird er sich halt ähnlich wie bei der EM damit abfinden müssen, dass er eine sehr untergeordnete Rolle beim FC Bayern spielt. Und dann ist das so. Er hat 2 Jahre Vertrag, alles ist fein. Ne? Verträge sind Verträge. Gut ist. Ja, aber nochmal, ich wiederhole es gerne nochmal. Wir müssen dann da hinkommen. Selbst wenn Neon jetzt bleibt, dann nächstes Jahr in sein letztes Jahr geht. Ja, dann musst du auch wieder sagen, hier, dein letztes Jahr, zack, Tribüne, oder du suchst dir einen neuen Verein. So, das ist die einzigste Möglichkeit. Wir können uns doch nicht weiterhin von Spielern auf der Nase rumtanzen lassen, wie es beim Alaba so war. Alaba war das beste Beispiel. Alaba immer ich bin mit dem Herzen beim FC Bayern, mein Herz brennt für den FC Bayern. Er war doch Thomas Müller. Ja? Aus der eigenen Jugend, es brennt, ich liebe den Verein, ich vergötter ihn. Und was ist am Ende passiert? Er ist ablösefrei nach Real Madrid gegangen. Ja? Womit keine Sau gerechnet hat. Weil einfach der Geldhahn nicht so aufgemacht wurde, wie er oder beziehungsweise sein Berater sich das vorgestellt haben. Er hat extra den Berater gewechselt. Er hat extra den Berater, Pini Zahavi, den Berater von Lewandowski genommen. Ja, und da siehst du das doch. Ja, und da müssen wir jetzt hinkommen. Wir müssen jetzt dieses Jahr dieses Zeichen setzen. Anders wird es nicht gehen. Und dann müssen wir jetzt nicht wieder kommen mit, oh ja, das ist aber dann nicht mir, das ist aber dann nicht FC Bayern-like. Drauf geschissen, Alter. Wir haben es doch gesehen. Spieler haben keine Dankbarkeit gegenüber dem Verein. Hat Alaba eine Dankbarkeit gegenüber diesem Verein gehabt? Indem er ablösefrei gewechselt ist und sich ein fettes Handgeld reingezogen hat? Nee. Hat er nicht. Und das willst du jetzt mit den nächsten Spielern machen, oder was? Nee. Wie gesagt, es muss jetzt das klare Zeichen kommen, Vertrag verlängern zu den Konditionen, die der Verein anbietet. Möchten die Spieler das nicht, was deren gutes Recht ist. Ja, es gibt einen Vertrag, der hat noch 1 Jahr, alles gut. Es ist sein gutes Recht, nächstes Jahr ablösefrei zu wechseln. Das würde ich gar nicht absprechen. Dann ist es auch das gute Recht des Vereins zu sagen, ja, alles klar, dann spielst du keine Rolle mehr in unserer Mannschaft, wir setzen dich 1 Jahr auf die Bühne. Feierabend. Ja, Punkt. Das ist dann auch das gute Recht. OBS. Ich habe letztens in einem Gespräch folgende Aussage gehört. Haben kommt vom Behalten. Von etwas abgeben war da keine Rede. Ich denke, es charakterisiert einen Großteil unserer heutigen Gesellschaft. Ich hoffe nur inständig, dass es viele dieser berühmten Ausnahmen gibt, die auch mal wieder Dankbarkeit, Zufriedenheit und Demut vorleben. Allen ein schönes Wochenende. Ja. Sehr schön gesagt. Schließe ich mich an. Halil, ich hätte gerne ein Bayern ohne Goretzka und Kimmich, Gnabry, Sané und Coman sollte ebenfalls gehen. Ich hoffe, dass Neuer nicht nochmal verlängern wird. Ja, das wird leider nicht passieren. Ja, dass wir diese Art Umbruch machen, wird nicht passieren. Ja. Ich meine, wenn diese Spieler, wie ich gerade schon sagte, zu den Konditionen des Vereins verlängern und dann wieder Leistung bringen, ist das für mich auch völlig fein. Ja, ich muss mich jetzt nicht an den Namen hochziehen. Ja.
Das Wort Anstand ist bei Vorbildergeneration total abhanden gekommen. Ja, weiß ich nicht, ob man das Anstand nennen kann. Aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Gro, finde deine Sichtweise nachvollziehbar. Ein Vertrag ist immer aber auch eine Win-Win-Situation, sonst würden ihm nicht beide Seiten zustimmen. Insofern geht sicher genauso viel auf die Kappe der Bayern-Verantwortung wie auf die Spieler. Ja, na klar. Ja, sicher. Ich meine, die Bayern-Verantwortlichen, wie du sagst, die Bayern-Verantwortlichen zahlen ja auch das Gehalt. Ne? Aber nochmal, der Spieler ist definitiv am längeren Hebel. Und damit man den Hebel oder diese Diskrepanz wieder ändern kann, muss man halt knallhart sein im letzten Vertragsjahr. Anders wird es nicht funktionieren. Ja, und wir werden sehen, wie es mit den 3 Spielern weitergeht. Ein Kimmich und ein Sané wollen ja anscheinend gerne beim FC Bayern bleiben. Ja, da müssen sie halt Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Ja? Und sich auch daran gewöhnen, dass sie Leistung bringen, ansonsten auf der Bank sitzen werden. Und nicht wie bisher, ja, du bist der große Leroy, du bist der große Josh, ich spiele immer. Ja. Brokkoli. Ich stimme zu, aber wie kann es sein, dass man die über die Jahre mit so viel mehr an Gehalt zukackt? Bayern ist auch selbst schuld, dass die so schlecht verhandeln. Ja. Man hätte auch damals bei den Verhandlungen sagen können, das ist ein faires Gehalt. Du spielst bei unserem Verein, das ist an sich schon mal Privileg. Ja, ist richtig. Vollkommen richtig. Ja. Aber der FC Bayern hat halt immer den Anspruch gehabt, oder hat den Anspruch, auch die Möglichkeit zu bieten und zu haben, die Champions League zu gewinnen. Ja. Und wenn dann die Angebote aus England kommen, aus Italien, wo auch kranke Gelder gezahlt werden, aus Spanien teilweise. Und wenn man da mit einem Spieler anfängt, egal wer Spieler X war, ich weiß es nicht, wir müssten mal zurückblicken, ich habe keine Ahnung, wer Spieler X war. Aber irgendwann gab es den Spieler, wo man gesagt hat, komm, die Schallgrenze 20 Mille ist gebrochen, das zahlen wir diesen Spieler jetzt, weil wir ihn sonst nicht halten können. Das war der Knackpunkt. Der Rest waren Selbstläufer. Ja, dann kommt der nächste Spieler, der vorher 12 verdient hat, neben King. Ja, ich will jetzt auch meine 17, 18, 19 Millionen, weil der Spieler das verdient. Dann kommt der Knabri, der sagt, ja, aber jetzt hier, der Koman, der dieselbe Position, selbe Leistungsvermögen, ich will jetzt dasselbe verdienen, was der verdient. Und damit geht der Rattenschwanz los. Na? Und deswegen ist es wichtig, dass man sich eine Gehaltsobergrenze steckt, die man als Verein hat. Und wenn ein Spieler, nochmal, wir müssen halt auch davon wegkommen, dass wir Spieler in unserem Verein haben, die nur da sind, weil wir denen 1 Million mehr zahlen als Real Madrid, dann verpiss dich. Du verdienst beim FC Bayern gutes Geld, du hast beim FC Bayern die sportlichen Möglichkeiten, die Champions League zu gewinnen. Ja? Und nochmal, wir zahlen aktuell die dritthöchsten Gehälter. Wir haben jahrelang die zweithöchsten Gehälter Europas gezahlt. Für das Leistungsniveau, was wir gesehen haben, ist das ein Witz. Ja? Es ist völlig fein, wenn wir die 20. Platz 20 sind. Und eine Gehälterrangliste. Ist völlig fein. Ja? Wir haben ja auch immer noch wir sind der FC Bayern, Alter. Ja? Das bedeutet doch was. Das bedeutet genau sowas wie Real Madrid, Barcelona. Das sind Vereine, da will man für spielen, weil es große Vereine sind. Das ist der FC Bayern. Ja? Da kann es doch nicht sein, dass der FC Bayern damit arbeiten muss, um zu sagen, ja, wir zahlen denen aber 1 Million mehr wie der und der Verein, sonst gehen die. Ja, dann lass sie doch gehen, dann haben sie doch gar nicht den Spirit, den Charakter, den wir brauchen bei unserem Verein. Ja? Da müssen wir wieder hinkommen und dann ist alles gut. Und natürlich kannst du einen Ausnahmespieler viel Gehalt zahlen. Ja? Wenn das ein Ausnahmespieler ist, wie es ein Lewandowski war, der war nie verletzt. Der hat jedes Spiel gespielt, hat geballert und dann war gut. Ja. Und wenn dann der nächste Spieler kommt, aber der verdient so und so viel, dann sagst du dem Spieler gleich mal wie ein King, Alter, du bist pro Jahr ein halbes Jahr verletzt, was möchtest du? Ja. Punkt. Und wenn der Spieler sich dann zurückgestuft fühlt, dann soll er den Verein verlassen. Feierabend. Ja. Ganz einfache Kiste. David, wo du recht hast, hast du recht, geh da mit, Kai. Thomas Hubner, eine Meinung, die in eine komplett andere Richtung geht. Verträge müssen immer eingehalten werden. Damit gibt es keine Ablösen mehr und alle Vereine und Spieler werden in einem ehrlichen Wettbewerb. Verträge
müssen immer eingehalten werden. Damit gibt es keine Ablösen mehr und alle Vereine und Spieler werden in einem ehrlichen Wettbewerb. Nee, werden wir ja leider nicht. Weil dann wärst du genau an dieser Stelle, dass der FC Bayern gar kein Land mehr sehen würde. Gar kein Land. Ganz andere Vereine würden gar kein Land mehr sehen. Klar wird es immer noch ein paar Spieler geben, die zum FC Bayern kommen, wie ich es gerade sagte, wo wir wieder hinkommen müssen, dass es der FC Bayern ist. Aber dann wären ja Manchester City, Paris, alle diese Vereine würden ja Gelder zahlen, die sämtliche Sphären sprengen würden. Ja, und dann sind wir wieder bei der Menschlichkeit. Warum sollte ein Spieler sagen, ich gehe zum FC Bayern, der zahlt mit 10 Millionen, wenn ich nach Paris gehen kann, der mir 50 zahlt? Wenn da müsste, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, aber da müsste man auch gleichzeitig eine Gehaltsobergrenze einführen, die weltweit gilt. Maximalgehalt, was ein Spieler verdienen kann, sind 20 Millionen. Oder 15 Millionen, was auch immer. Ja, dann gehe ich mit. Ja. Dann kannst du es so machen, ja. Dann kannst du sagen, alles klar, Verträge müssen eingehalten werden, entweder verlängert der Spieler dann oder er wechselt dann halt und gut ist. Aber dann musst du eine Obergrenze haben, die jeder zahlen darf. Und du musst das dann auch kontrollieren. Ja? Und nicht so wie Paris, ja, wir zahlen den 20 Millionen, aber wir schenken denen dann noch eine Villa da und ein Boot da und ein Auto da. Und so, das müsste dann schon kontrolliert werden. Aber ja, dann gehe ich mit. Ja, dann wäre das eine Sache, die man mit Sicherheit machen kann. Ja. Problem dann, was machen kleine Vereine? Oder kleinere Vereine? Nimm, was weiß ich, nimm Stuttgart, Freiburg, Stuttgart ist kein kleiner Verein. Nimm Freiburg. Die einfach mal einen Spieler, weil er außergewöhnliches Talent hat und sich sehr gut entwickelt hat, für 50 Millionen verkaufen. Wie soll dieser Verein dann Gelder generieren, um Gelder zu haben, um andere Spieler zu bezahlen? Ja, das ist so das Problem. Muss man halt auch ein bisschen weiterdenken an kleinere Vereine. Ja. Die würden ja immer dann nur das Leistungsniveau X haben, weil sie nicht das Geld haben, höhere Gehälter zu zahlen. Ja. Klar wird dann irgendwann einer da sein, der einen Peak hat, der dann das Gehalt bekommt, aber besser ist. Der wird aber dann den Verein ablösefrei verlassen, sobald sein Vertrag ausläuft. Geht zum anderen Verein, der höhere Gehälter zahlen kann. Schwierig. Da muss man ein paar Sachen mehr bedenken. Aber ein sehr interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ja. Poker. Danke erst einmal für deinen Kanal, den ich mir, obwohl BVB-Fan, immer wieder gerne ansehe. Der FC Bayern lässt eben niemanden kalt und ich höre dir wirklich gerne zu. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Müller Ergänzungsspieler, aber weiter 22 Millionen Anspruch. Ja, Neuer. Verletzt durch eigenes Verschulden, selbstverständlich keine Gehaltsabstriche. Hat mich auch schon bei Messi genervt. Topverdiener bei Barca total verschuldet. Messi sieht keinen Zusammenhang. Wahre Liebe zu Barca hätte bedeutet, er spielt für ein symbolisches Gehalt und baut den Club wieder mit auf. Ja. Aber bis dahin verdiente 500 Millionen reichen eben einfach nicht. Trotzdem dir und uns allen eine schöne, spannende Saison. Mach weiter so. Ja, beim Thema Messi und dann hat er sogar noch Barca verklagt. Das muss er dir mal einfallen lassen, ey. Und natürlich uns allen eine schöne Saison, ne? Eine spannende Saison. Wir müssen halt einfach dann diese Themen ausblenden während der Saison. Ja, man muss einfach versuchen, das auszublenden. Ansonsten wird einem die Lust am Fußball vergehen. Ist leider so. Chris, bringst du jetzt mal wieder auf den Punkt. Das Problem, das wir schon lange haben, ist die gleiche Gruppe an Spielern, die Druck auf den Verein ausüben. Ob Goretzka, Gnabry, Müller, Kimmich, Neuer und so weiter. Das schert keiner aus. Alle wissen, wenn einer dem Verein nachgibt, müssen es alle. Wenn ein Kimmich wegen seinen Kindern nicht umziehen möchte, ist ja okay, aber da muss man halt auf Gehalt verzichten. Hab gerade mal Modric von Real Madrid gegoogelt. Ist 38, hat auch seinen Vertrag ein Jahr verlängert. Situation würde ich ähnlich einschätzen wie Müller. Und siehe da, bekommt nur noch 5 Millionen. Nur beim FC Bayern hakt's. Gut ist, dass wir das noch ein Jahr haben. Dann laufen die Verträge aus und neue sehen dann anders aus. Ja, aber da siehst du halt
Die Dankbarkeit. Ja? So Modric weiß, ich bin 38, man hat's ja gesehen bei Real Madrid, kommt dann nur für 30 Minuten oder für eine Halbzeit. Er weiß, ja, und er hat so super viel gutes Geld verdient und dann kann man doch für 5 Millionen spielen. Ist doch alles fein, ne? Ich meine, 5 Millionen ist für uns immer noch utopisch, also, na ja. So ist es halt. Portland, ich stimme dir zu, die Spieler sollten dankbarer sein. Allerdings finde ich zum Beispiel im Fall Müller hätte ich als Verein den Vertrag zu solchen Bedingungen nicht verlängert. Gladiationsfigur hin oder her. Ja, richtig. 100% true. Und Müller macht ja jetzt schon Druck für nächstes Jahr. Weil er sagt, ja, ich möchte auf jeden Fall noch gerne weiterspielen. Aber klar wäre es für den FC Bayern auch schön, wenn Müller seine Karriere beim FC Bayern beendet und nicht sagt, oh, ich gehe jetzt noch 2 Jahre nach dahin oder dahin. Ne? Wie es bei Schweini der Fall war. Ja, wir werden sehen. Happy Gilmore Girls. Gilmore nur. Es sollte ein Geben und Nehmen sein, aber viele Spieler haben in den letzten 2 Jahren hauptsächlich genommen und wenig bis nichts gegeben. Yes. Und bei Neuer fällt mir eh nichts Druckreifes mehr ein. Von dem her stimme ich dir zu 100% zu. Grüße aus Schwaben. Grüße zurück. Stimme dir auch komplett zu. Sich insbesondere im Vergleich zu Real oder City mehr Gehälter zu leisten, ist nicht professionell. Das ist Salihamidzic leider im Nachhinein noch negativ anzurechnen. Noch ist ja Zeit, vielleicht besinnt sich zumindest Kimmich auf einen reduzierten Vertrag. Ja, bin ich auch sehr gespannt, was Kimmich anbelangt. Habe ich gerade schon gesagt, das können wir nicht im Brazzo alleine anheften, ne? Diese Geschichte. Also da sind schon alle anderen, auch der Aufsichtsrat mit dem Boot zu nehmen. Und somit auch ein Uli, ne? Joey Oswald. Ja, mir fehlt auch die Dankbarkeit bei vielen Spielern. Mir fehlte in der Vergangenheit beim Verein aber auch die Erkenntnis und die Courage, die Spieler primär mit Leistungsverträgen auszustatten. Yes. Selbst bei Thomas Müller hätte der Verein mehr Eier bei der Vertragsverlängerung haben müssen. 20 Millionen für eine Teilzeitkraft. Damit sendet man auch falsche Signale an die anderen Spieler im Verein aus. Insofern bin ich froh, dass Eberl hier nun einen neuen Kurs einschlägt. Ja, hoffen wir, dass er es tut. Und ja, na klar. Ich stimme dir 100% zu. Hans im Glück. Sehe ich genauso. Da ist Toni Kroos ein gutes Beispiel. Der hätte auch noch 2 bis 3 Jahre in Saudi-Arabien spielen können, aber er hat einfach auf dem Höhepunkt aufgehört, anstatt sich die Taschen zu füllen. Halbherzige Leistungen. Gut, ich denke, Toni Kroos hat auch genug Geld verdient, ne? In seiner Karriere. Also. Aber ja, viele Spieler haben bei uns auch genug Geld verdient in ihrer Karriere. Ne? Stimme ich dir zu. Bestes Beispiel Philipp Lahm, der wirklich auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere aufgehört hat. Ne? So ist es halt. Fieni, gebt dir zu 100% recht. Als Spieler immer zu sagen, man bekommt keine Wertschätzung, aber im Gegenzug selbst nur über... Oh komm, Alter, das ist noch das nächste Triggerwort, Wertschätzung. Aber im Gegenzug selbst nur auf seinen Vorteil aus zu sein, ohne mal nachzudenken, wo komme ich her, wo bin ich. Würde es persönlich sowieso besser finden, öfter hart durchzugreifen bei gewissen Spielern, die nicht für uns brennen. Wenn man nur überlegt, dass ein Tell gegen Saarbrücken in die Kurve kam und unsere möchtegern Führungsspieler in die Kabine abhauen. Da würde ich sagen, lieber nicht so erfolgreich sein und dafür nur Spieler da haben, die für uns brennen. Ja, aber da sind wir auf einem guten Weg und ich kann mir auch nicht vorstellen, um das mal ehrlicherweise zu sagen, dass das unter Company auch so laufen wird. Ich glaube, oder ich schätze ihn zumindest so ein, der wird dann klare Worte finden an die Mannschaft. Ja? Wo so ein Tuchel sagt, mir doch egal, kann man schon verstehen, dass die Spieler keinen Bock haben, da hinzugehen. Verträge sind Verträge, so ist das nun mal. Ja. Banja. Alter, da muss ich erst was trinken. Hallo. Das ist ein Thema, wo ich vom Grundgedanken bei dir bin. Das Einzige, was ich irgendwann anstrengend fand, wenn es in jedem Video vom Goretzka Kimmich Gnabry geht und das oft mehrfach im Video. Aber das ist meine Sichtweise. Zu den Verträgen. Da Brazzo. Ja, aber es geht ja nun mal um diese Spieler. Ja, es geht ja um diese Spieler, die seit 2 Jahren keine Leistung mehr bringen für das Gehalt, was sie bekommen. Und wo die Verträge jetzt halt dieses Jahr zumindest bei Kimmich und Sané auslaufen und nächstes Jahr bei Goretzka und Gnabry. So. Wenn diese Spieler performt hätten, würden diese Diskussionen auch gar nicht aufkommen. Ja, welche Spieler sollen wir jetzt reden? Ja, wir reden noch über einen Davis, weil er sich wie ein Arschloch verhält. Aber sollen wir jetzt über einen Harry Kane reden? Sollen wir über Mathys Tell reden? Ja, die performen oder was? So. Zu den Verträgen, dass da Brazzo, Kahn, Uli, Heiner, etc. viel falsch gemacht haben. Ist wohl klar, ja.
Aber es war nicht Brazzo alleine und schon gar nicht sind die Spieler schuld. Dass Spieler die Verträge erfüllen wollen, ist für mich auch kein Problem. Außer eventuell man sagt einem, pass auf, mit dir planen wir absolut nicht. Aber das ist auch wieder etwas, wo viele, du auch, ich nur Aussagen interpretieren können. Das ist richtig. Das wissen am Ende nur die Beteiligten, wo ich absolut deiner Meinung bin, dass wir es falsch in Bezug auf die Verlängerung von Neuer und Müller gemacht haben. Ihnen Verträge zu gleichen Bezügen zu geben, war völlig irre, ja. Aber ich glaube, da war Brazzo schon weg. Dass Spieler nicht freiwillig auf Geld verzichten, ist okay, ja. Aber ich glaube, man hat mit ihnen nicht mal verhandelt. Das war ein fataler Fehler und genauso hast du in Bezug auf Kimmich und Sané recht. Vielleicht dann auch Goretzka etc. Neue Verträge sollten mit einer Gehaltskürzung einhergehen und eventuell Prämien etc. dafür etwas steigern, ja. So dass Leistung am Ende belohnt wird, ja. Nur sollten wir eins nicht machen, nur die Schuld bei den Spielern sehen. Die haben ihre Verträge nur unterschrieben. Wir sollten eher auf die Manager und Vorstand sauer sein, nicht auf die Spieler. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Spieler wie Goretzka, Kimmich, Sané etc. nur nicht gehen, weil der Vertrag so gut ist. Ich glaube, Goretzka hat den Willen, sich durchzusetzen und ich glaube auch, er liebt den Verein und die Stadt. Vielleicht sollten wir das auch mal akzeptieren. Weißt du, wann du 100 Millionen, 1000% recht hast, wenn die nächste Verlängerung anstehen. Und zum Beispiel die von dir oft genannten Spieler keine Kürzung akzeptieren und dann lieber gehen. Dann kann man vieles von deiner Meinung teilen. Ein gutes hat es aber. Auch wenn es uns gut geht und wir uns die Gehälter ja leisten können, denkt der Verein so dass ich zum Beispiel hoffe, dass man Abstand vom Xavi-Transfer nimmt. Ich habe noch nie gehört, dass er zu uns will. Nur, dass wir immer und immer wieder es wollen. So einen Spieler brauchen wir nicht. Es ist, wie du es sagst. Spieler müssen es wollen, wie zum Beispiel Palinja oder auch Tah. Da hört man immer wieder, er will zu uns. Und auf Mütter gehen sollte man in deinem Alter gar nicht mehr gehen. Ja, stimme ich dir zu. Habe ich ja schon auch jetzt in dieser ganzen 1,5 Stunden, die ich hier quatsche, gesagt. Natürlich ist da nicht Brazzo alleine schuld, da ist der Verein dran schuld. Natürlich, wenn ein Spieler sich dahinstellt und sagt, ich möchte jetzt Betrag X haben und der Verein zahlt den Betrag X, dann ist der Verein selber schuld. 100% stimme ich dir zu. Wie gesagt, irgendwann gab es Spieler X bei uns, der diese Gehaltsstruktur angefangen hat und der Verein hat dann Spieler um Spieler nachgezogen. Um sie halt auch nicht ablösefrei zu verlieren. Wie es damals bei Coman war, wie es bei Gnabry war, weil man nicht die Eier hatte, zu sagen, pass auf, dein letztes Vertragsjahr, entweder wechselst du jetzt den Verein oder du sitzt auf der Tribüne. Feierabend. Ja, und da müssen wir mal hinkommen. Dann ist doch alles gut. Ja. Da müssen wir jetzt einfach mal ein Statement setzen. Punkt. Und ob ein Goretzka jetzt nicht gehen möchte, weil er sich so wohl fühlt oder sonst was, am Ende des Tages wissen wir das nicht, hast du recht. Am Ende des Tages ist es mir aber auch egal. Ja, und Goretzka hat noch 2 Jahre Vertrag, Punkt. Ja, und wenn er damit zufrieden ist, dass er auf der Bank sitzt, wenig Spielzeit hat, alles gut. Ja, er hat einen Vertrag und dann bleibt er da. Feierabend. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber auch da, wenn er dann ins letzte Vertragsjahr geht, ja, dann muss man sagen, jo, Verein steht an erster Stelle, so, wir wollen jetzt eine Ablöse erzielen oder du verlängerst den Vertrag, wenn man mit dem Spieler verlängern möchte, zu den und den Konditionen. So. Passiert das nicht? Ja, auf die Tribüne. Feierabend. Trainingsgruppe 2, ihr könnt trainieren, alles ist gut, ihr könnt euch fit halten für den nächsten Verein. Alles ist tutti. Ja. So, wenn Goretzka meint, er kann sich durchsetzen, er will sich durchsetzen, er will alles versuchen, ja, na klar. Soll jeder Spieler das Recht zu haben. Er hat 2 Jahre Vertrag. Also Goretzka steht ja gerade gar nicht zur Diskussion, was das anbelangt. So, er wird schon merken, wenn er jetzt ein halbes Jahr, im nächsten halben Jahr ein Spiel machen wird ein Leon für sich eingestehen müssen. Ja, alles gut. Ich kann mich hier nicht durchsetzen, weil Konkurrenz zu groß. Ja, entweder war es das jetzt, ich mache jetzt den Bunazar, oder ich werde versuchen, woanders nochmal durchzustarten und nochmal in die Nationalmannschaft zu drängen und nochmal in der WM teilzunehmen. So, das muss er dann für sich entscheiden. Ne? Mir persönlich geht es jetzt gerade um die Spieler wie Kimmich, Sané, Davis. Ja, entweder verlängert man zu den Konditionen, die der Verein anbietet, oder man setzt sie raus. Punkt. Werner, geht leider allen so. Grüße aus Stuttgart. Ja, Grüße. Stefan,
Nur ein Kurzkommentar von mir, entgegen meiner üblichen Gewohnheit, viele sehr kritische Zeilen bei anderen Kanälen zu hinterlassen. Ich habe niemals so viel Richtiges zum Thema FC Bayern gehört, dem ich seit mehr als 60 Jahren freundschaftlich verbunden bin. Großes Kompliment und danke für Ihren Beitrag. Sehr gerne. Jürgen? Ja, du hast vollkommen recht, was du sagst. Danke. Christian Loch. Wir haben ja 2 Christians hier. Hi Kai, leider ist das auf dieser Welt mit der Dankbarkeit und Gerechtigkeit. Leider ist das so auf dieser Welt mit der Dankbarkeit und Gerechtigkeit. Hier in Costa Rica verdient meine Tochter als Angestellte $450 im Monat für 6 Tage Arbeit die Woche. Hier werden die Leute mal so richtig mehr ausgebeutet. Sie hat Glück, da ich ihr die Abenduni, ja, gibt's hier, finanziere und sie bei uns Kost und Logis frei hat und bekommt, was immer sie braucht. Der Job ist also fürs Taschengeld. Was würde sie sonst mit $450 machen mit Miete, Internet, Wasser, Strom, Essen, Trinken, Möbel, Klamotten, etc. pp. Und so leben die meisten Leute in Lateinamerika. Und wenn wir ins Restaurant gehen, hauen wir $400 in ein paar Stunden auf den Putz. Gerechtigkeit gibt's nicht, nur Kriminalität wegen genau diesem Problem. Ja, da kann ich leider nichts zu sagen, Christian. Die Sache ist, was brauchst du denn an Geld, um zu leben im Monat? Weißt du, ich weiß nicht, wie die Lebenshaltungskosten sind. Wenn du $450 verdienst und hast $300 Lebenskosten, wenn natürlich dann $450 Lebenskosten oder mehr hast, ja, dann ist natürlich scheiße. Ja, und dass deine Tochter das Glück hat, deine Tochter zu sein, ist natürlich schön. Ne? Und dafür sind die Eltern auch da, um den Kindern das zu ermöglichen, was du schreibst. Forget, ich bin absolut bei dir mit all deinen Meinungen über die Bayern-Spieler. Was ich noch anmerken wollte, schade, dass du in der 9. Minute Ribéry nicht erwähnt hast. Ja, müsste ich nochmal reinhören, was das Thema war. Sammy, du sprichst mir aus dem Herzen, der ganze Fußball ist so krank, abgehoben und fern jeder Realität. Aber heutzutage ist bei dieser Herrendankbarkeit ein Fremdwort. Nur rummauen und Trainer bashen. Wenn das so weitergeht, macht sich der Fußball selbst kaputt. Ich gehe schon lange nicht mehr ins Stadion, die bekommen von mir keinen Cent mehr. Ja, kann ich nachvollziehen, diese Einstellung. Ja. Kevin, kurz und knapp, Kapitalismus. Ja, Geld ist nicht alles, aber Geld ist die Lösung für fast alles. Ja. Dazu kommt noch die Gier und fehlende Bodenständigkeit. Allein 10 Millionen Nettovermögen reichen ja nicht aus, um ein sehr, sehr gutes Leben zu führen, währenddessen andere auf jeden Cent achten müssen. Es ist einfach nur absurd. Der Zuschauer mit Leidenschaft muss halt noch ausgenommen werden, damit andere noch mehr Geld verdienen. Ja, das ist natürlich noch der Oberknallerpunkt. Die Menschen, die Mindestlohn bekommen, müssen dann noch mittlerweile 100 Euro investieren, um überhaupt alle Spiele sehen zu können. No? Dafür, dass dann Spieler 10 Millionen netto verdienen. Das ist dann noch das Sahnehäubchen auf diesen ganzen Hohn, den du schreibst. Stimme ich dir natürlich 100% zu, Kevin. Uwe, deiner Meinung kann man natürlich nur zustimmen. Allerdings stellt sich mir die Frage, warum der Verein gerade solchen Allstars wie Neuer und Müller weiterhin diese Traumgelder zahlt. Das hätte man durch eine klare und härtere Verhandlungsführung vermeiden können und sogar vermeiden müssen. Ja, 100% true. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man sich wünscht, dass diese Spieler die Karriere beim FC Bayern beenden. Und nicht, wie es ein Schweini oder sonst wer getan hat, noch 2 Jährchen dahin gehen, 2 Jährchen dahin gehen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ne? Es ist ja schön, dass man an diesen Spielern festhält. Wenn diese Spieler sich mit dem Verein verbunden fühlen, werden sie auch kein Problem haben, einen Gehaltsabstrich in Kauf zu nehmen. Meiner Meinung. Aber wir werden es sehen. Mikai. Vielleicht wurden sie, seit sie beim FC Bayern sind, nur gepudert und kennen es nicht anders. Nur eine Vermutung. Ja, sehr wahrscheinlich. Na klar. GB, 100%ige Zustimmung. Danke. Lorenzo Hock. Bin absolut bei dir. So, nochmal ein Roman. Da trinke ich nochmal ein Schlückchen. Verträge sind dazu da, erfüllt zu werden. Wenn der FC Bayern kein volles Gehalt an verletzte oder alternde Teilzeitkräfte zahlen will, dann soll er das verdammt nochmal vorher festlegen oder zwischendrin nach Klauseln neu verhandeln. Die Verantwortung liegt da einzig beim Verein. Das Gelaber von der Spielerdankbarkeit ist doch völlig realitätsfremd. Das System ist das Problem und nicht, dass der Einzelne nach vertraglicher Vereinbarung bezahlt werden will. Du hast den ganzen Punkt nicht verstanden, den ich meine. Aber ich lese erstmal weiter. Oder würdest du deinem Arbeitgeber mal eben Lohn erlassen, wenn du krank wirst und wenn es nur 100 Euro sind? Eben. Die Summen, die in dem Zusammenhang völlig irrelevant, es geht um rechtliche Prinzipien. Gehälter gehören natürlich übergreifend gedeckelt, aber wenn es stattdessen beim FC Bayern eine nebulöse Erwartungshaltung gäbe, dann Spieler freiwillig auf Gehalt verzichten. Lol, dann gehen junge Topspieler halt in die Premier League.
Also, ja, alles gut, weiter. Bisschen mehr Realismus bitte. Wir leben in einem kapitalistischen Rechtsstaat. Das muss einem nicht in allen Aspekten gefallen, aber man kann dem einzelnen Menschen dann kaum vorwerfen, dass er sich vertragskonform verhält und das auch vom Gegenüber erwartet. Fußballer ist ein Job, man kann professionelles, aber kein mildtätiges Verhalten gegenüber dem Verein verlangen. Das Hauptproblem beim FC war in jüngerer Vergangenheit doch die Unprofessionalität auf der Vereinsebene. Wenn da jetzt Einzug erhalten würde, dann man geltende Verträge mal eben in Frage stellt oder bricht, egal von welcher Seite, ist das doch unprofessionell. Ich habe mit keinem Wort erwähnt, dass man geltende Verträge brechen sollte oder dass Verträge nicht wirksam sind oder sowas. Ja, weiß ich nicht, wo du das her hast, warum du das mir in den Mund legen musst. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, wenn ein Kimmich jetzt einen Vertrag angeboten bekommt zu niedrigen Konditionen, dann hat er ihn anzunehmen oder er muss den Verein jetzt verlassen. So. Und wenn er das nicht möchte, hast du 100% recht, ist doch mein Reden. Ja. Klar, das sind laufende Verträge, die Verträge wurden geschlossen, da ist jeder dran schuld, der die geschlossen hat. Und völlig fein. Man kann nichts machen. Der Spieler sitzt am längeren Hebel am Ende des Tages. Der Spieler sagt dann, ja, alles gut, ich lasse den Vertrag nächstes Jahr auslaufen, wechsle dann den Verein. Völlig fein. Ja, da geht es doch nicht darum, dass man irgendwas dagegen machen kann. Kann man nicht. Dann ist das so, dann ist das ein Zeichen des Charakters dieses Spieler, dass er ein Arschloch ist, dass er dem Verein gegenüber keine Dankbarkeit hat. Und gut. Null Problem. Da muss der Verein aber hingehen und ihn verdammt nochmal auf die Scheißtribüne setzen. Mehr verlange ich gar nicht. Ich verlange nicht, dass man Verträge brechen soll oder sonst was. Völliger Schwachsinn. Ja, habe ich mit keinem Wort erwähnt. Junge. Los mit dir. Gut, Kimmich scheint ja offen zu sein für eine Gehaltskürzung, während Spieler wie Goretzka und Gnabry lieber den Vertrag auslaufen lassen wollen, obwohl ihm mitgeteilt wurde, dass man mit ihnen nicht verlängern möchte, um sie sich einen neuen Verein suchen sollen. I don't know, das kannst du nicht gleichsetzen. Ja, Goretzka und Gnabry haben noch 2 Jahre Vertrag. Dass die gerade keinen Druck sehen, ist doch logisch. Ja, und Kimmich hat 1 Jahr Vertrag, da ist die Situation, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe. Christian noch Verträge für Kimmich, Sané und Davis zu Konditionen des Vereins oder auslaufen lassen. That's it. Ganz genau. Punkt. Und wenn man sie dann auslaufen lassen will, setzt sie auf die Tribüne. Feierabend. Wenn sie so eine Undankbarkeit des Vereins gegenüber zeigen, dass sie meinen, ich muss noch nicht mal eine Ablöse wieder einspielen, nehmen sie aus dieser Mannschaft, setzt sie auf die Tribüne, Arschling. Feierabend. Und dann habe ich da gar kein Problem mit. Lugak, du vergisst bei den Millionären, die ihre Familie tausende Mahlzeiten am Tag kaufen können, dass die Spieler auch einfach mit dem Fußball aufhören können. Und wir haben keine Deutschen mehr, die sich wie groß verhalten und in Rente gehen. Wir sehen eher Spieler bei Bayern wie Müller und Neuer, die eine Verlängerung erzwingen. Okay. Marcel, schönen Urlaub, du geile Sau. Danke, hatte ich. Glastron, naja, schon richtig. Aber warum verdienen Spieler überhaupt so viel? Es gibt zwar Spieler, die selber verhandeln, nur das sind heute Raritäten. Treiber sind doch meist die Berater, welche ja immer kräftig mitverdienen. Wenn ein Neuer sagen würde, ich bin mit 10 Millionen einverstanden, dann würde sein Berater sagen, zieh meine Provision ab, dann bleibt dir nur noch die Hälfte. Es ist ein gnadenloses Geschäft geworden. Charakter ist wie in den 70ern und auch noch in den 80ern nicht mehr vorhanden. Ja, wo wäre denn das Problem, dass ein Neuer sagt, alles gut, ich brauche keinen Berater mehr. Ich fahre da selber mit dem FC Bayern und sagt dann, ich nehme die 10 Millionen. Ja. Ja, und ein Kimmich nimmt über 20 Millionen ohne Berater. Also Möglichkeiten gibt's immer, wa? Corvin, das Zauberwort heißt leistungsbezogene Verträge. Wer wie letzte Saison und vermutlich auch die Meisterschaft verpasst wird, bekommt eine automatische Korrektur nach unten. Genauso wie bei Erfolg immer ohne Ausnahme nach oben geht. Kein DFB-Pokal -5, keine Meisterschaft -10, Ausscheiden in der Champions League vorne -10. Das wird gewissen Herren die Motivation hochhalten. Ja, wäre natürlich ein Ansatzpunkt. Definitiv. Ja. Talkie! Mal ganz ehrlich, Kai, ist das nicht das klassische Fan-Denken? Ich persönlich befürchte ja. Daher hier auch meine Sicht. Ich verstehe deinen Punkt total und ja, auch ich bin ein wenig in dieser nostalgischen Ansicht verwachsen. Womöglich nicht ganz so tief, in die du da sicherlich noch mehr Bayern aus dem Anfang der 80er kennst. Bin selbst Baujahr 82 und seit meinem 6. Lebensjahr grundlegend Bayern-Fan. So richtig Fan wurde ich nach der WM 90. Ob das klassische Fan-Denken ist, weiß ich nicht. Wenn ich ein klassischer Fan bin, dann ja. Ja, das ist einfach mein Denken. Also,
Wenn nicht gesagt, es ist jetzt das Denken eines Managers oder sonst was. Ja? Also, was das dahin geht. Aber ich lese gleich erstmal weiter. Dazu muss man sagen, warte kurz, dazu muss man sagen, und das weißt du auch, sind die alten Bayern-Zeiten mit spätestens dem Abgang Robbery vorbei. Alles, was danach in München sich gestaltet hat, ist der FC Bayern des modernen 21. Jahrhunderts. Dies sieht man an wesentlichen Punkten, wie erstens, Kahn war Spitzenverdiener mit 5 Millionen. Zweitens, Robbery haben 2014 ca. 15 Millionen im Jahr brutto verdient und teilt sich die Plätze 2 und 3. Nun zu Punkt 3. Verdiente Spieler wie Neuer, Müller, die letztlich seit 12 Jahren im Verein sind, Weltmeister sind und zweifache Champions League-Sieger, dass diese über 20 Millionen verdienen und sich am Ende des Tages hinter Kane anstellen, zeigt auf, wie sich der Fußball in den letzten Jahren extrem verändert hat. Ich verstehe deinen Ansatz und was damit zum Ausdruck bringen möchtest. Ich kann aber auch die Spielerseite verstehen, die sagt, ich kenne das Business und auch mein Gehalt. Regelt das Standing im Verein. Zurückstecken wäre also eine Art Zugeständnis. Naja, und wer macht dies schon auf diesem Niveau? Da will ich ehrlich sein und es gar nicht mal rein auf den Sport beziehen. Bei einer Firma, bei der ich viele Jahre richtig gutes Geld verdient habe, will nicht, dass ich gehe. Also entweder gleiche Konditionen oder andere Mehrwerte, mit denen ich was anfangen kann. Daher kann ich schon auch die Sichtweise der Spieler verstehen. Mag sein, dass sie bei Spielern wie Gnabry, Goretzka, Sané, Coman oder Kimmich zu hoch angesetzt wurden für jeweilige Verlängerung Jahre X. Was passiert, wenn du so eine Struktur hast und sie nicht mitgehst, zeigt der Fall Alaba und gleichzeitig holst Hernandez. Aus meiner Sicht genau ein Transfer wie der von Sané, der aus Sicht der Bayern im Fall beider Spieler nie dem Verein zurückgegeben wurde. Sehr viel Gehalt und viele Verletzungen oder einfach keine Qualität, die Bayern weiterhilft. Benötigt hat. Ich finde, dass ein Davis hat man die letzten Jahre falsch eingesetzt. Ja, auch Einstellung war hier und da falsch. Gilt auch für andere Spieler. Gleichzeitig bin ich der Meinung, gebt ihm die 14 bis 16 Millionen Jahr für weitere 5 Jahre. Dafür hält man einen aus meiner Sicht doch wichtigen Spieler, aber definitiv Bayern-Niveau hat. Er muss nur richtig eingesetzt werden. Naja, und wenn der Spieler sich mit Real einig ist, sollte dies Eberl in Erfahrung bringen und handeln. Wenn man keine Aussicht auf Verlängerung hat für das letzte Vertragsjahr, dann muss man dem Spieler signalisieren, es ist besser, du gehst. Auch wenn es schwer ist, Spieler zum Gehen zu bewegen, doch nichts ist unmöglich. Ja, das ist ja quasi das, was ich auch gesagt habe. Ne? Aber ich gehe nicht mit, zu sagen, wir geben dem jetzt wieder das, was er fordert. Mit dem Druckmittel von seiner Seite, dass er sonst nach Real Madrid geht, da müssen wir von wegkommen. Also, wie gesagt, ich verstehe den Punkt. Warte. Also erstmal, dass die Gehaltsstruktur sich dahin entwickelt hat und dass immer mehr Geld im Fußball da ist, weil immer mehr Geld von Europa, von der Champions League kommt, von Fernsehgeldern und so. Ist völlig normal, dass das Geld an die Spieler weitergegeben wird. Ist auch völlig normal. Das ist gar nicht der Punkt, den ich habe. Ja? Dass alle Fußballer maßlos überbezahlt sind, ob die gute Leistungen bringen oder nicht, steht außer Frage. Ja? Das ist nicht der Punkt, den ich habe. Oder vielleicht habe ich es falsch rübergebracht in dem Video. Das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Ich will den Punkt machen. Wenn ein Spieler wie ein Kimmich, egal, neben Neuer, neben Müller, seit 6, 7 Jahren, whatever, im Verein ist und gerade ein Spieler, ist egal, da kannst du auch ein Neuer Beispiel nehmen, kannst ein Kimmich-Beispiel nehmen. Was waren sie, als sie zum FC Bayern gekommen sind? Aufstrebende Spieler, gar keine Frage. Ja, aber doch nicht mehr. Sie sind doch zu dem, was sie geworden sind, diese absoluten Weltstars, Topstars, auch durch den FC Bayern geworden. Und nicht nur, dass sie dafür mehr als fürstlich entlohnt werden, auch die Werbedeals, private Werbedeals, die sie selber noch haben, haben sie doch auch nur dadurch, dass sie beim FC Bayern da sind. Ja? Und nicht, weil sie bei RB Leipzig spielen. Ja? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und mir persönlich nochmal, mir fehlt die Dankbarkeit gegenüber des Vereins. Das ist alles. Ja? Ein Müller, der aus der eigenen Jugend kommt, seit 300 Jahren im Verein ist, muss doch mal selber auf die scheiß Idee kommen,
wenn er 34 ist und den Vertrag verlängert, zu sagen, jo, alles klar, komm, wie das Beispiel Luka Modric war, 5 Mille, alles ist fein, ich habe so viel Geld in meiner Karriere verdient, der Rest meines Gehaltes ist besser angelegt für Neuverpflichtungen, damit wir auch weiterhin um die Champions League spielen können. Blasülz. Da sollte man selber auf die Idee kommen. Ähnlich ein Manuel Neuer. Wobei ein Manuel Neuer halt ein Urschalker ist, dem das wahrscheinlich scheißegal ist. Haben wir ja durch seine Verletzung gesehen. Dann durch diese Aussagen zu Tapalovic, mir wurde das Herz rausgerissen, Blasülz. Dass man als Kapitän nicht zu den eigenen Fans geht nach Niederlagen und so weiter. Ja, da braucht man nicht weiter darauf eingehen. Da kann ich das noch nachvollziehen. Was heißt nachvollziehen kann ich es nicht, aber da finde ich noch eine Erklärung. Bei einem Müller finde ich diese Erklärung nicht. Ja, da hätte ich einfach ein anderes Verhalten erwartet. Wenn dann der Fall eintritt, wie es jetzt eintritt, nehmen wir alle mit ins Boot. Neuer, Müller, Kimmich, Sané, Davis. Sind 5 Spieler, wo die Verträge auslaufen. Wenn man jetzt sagt, alles klar, mit dem Müller planen wir nicht mehr nächstes Jahr, dann sucht man das Gespräch mit dem Müller. Ja? Sagt man zum Thomas, wie sieht's aus? Willst du noch weiterspielen? Möchtest du auf dem Niveau weiterspielen? Möchtest du deine Karriere beim FC Bayern beenden? Wenn er sagt, ja, ich möchte meine Karriere sehr gerne beim FC Bayern beenden, wird man da auch einen Konsens finden. Dann wird der FC Bayern sagen, ja, guck mal, ist doch alles fein. Du bist doch hier noch gut dabei, spielst ab und wann ein paar Minütchen und so. 5 Mille im Jahr, dann haben wir wieder Gehalt frei für Neuverpflichtungen, alles gut. Wenn er der große FC Bayern ist, der Mann des FC Bayern, wie er sich selber darstellt, wird er sagen, ja super, ist doch toppi. Ne? Zweite, Manuel Neuer. Auch da muss man mal Tacheles reden und mal sagen, wie ist der weitere Plan. Ja? Entweder sagt man, ja, pass auf, wenn du noch ein Jahr 2 machen willst, das sind die Konditionen. Wir werden versuchen, in den nächstes Jahr einen weiteren Torwart zu verpflichten, einen Torwart ranzuführen. Und danach wird es einen Wechsel gehen. So, das sind die Konditionen. Fertig. Kommen wir zum Thema Kimmich. Kimmich-Vertrag läuft aus, verdient 20 Millionen plus. Alles gut. Man hat nun klar geäußert, Gehaltsstruktur soll in Zukunft eine andere werden. Also geht man auf Kimmich zu, sagt, pass auf, Josh, keine Ahnung, wenn die Vorbereitung rum ist, der Trainer sieht dich so und so, das wäre deine Posi. Das wäre die Gehaltsstruktur, die wir dir bieten können. Hast du Bock, das zu machen oder nicht? Ja. Und dann sagt ein Kimmich, jo, habe ich Bock. Oder ein Kimmich sagt, nee, habe ich keinen Bock. Dann sagt der Verein, alles klar, dann such dir doch jetzt bitte einen neuen Verein, weil dann können wir noch eine Ablöse erzielen. Wenn Kimmich dann sagt, nee, mache ich nicht, ich lasse den Vertrag auslaufen, was sein gutes Recht ist, er hat einen Vertrag, alles gut, dann sagt man, alles klar, Josh, pass auf, dann setzen wir dich jetzt ein auf die Tribüne, du kannst in der Trainingsgruppe 2 mittrainieren und alles ist fein. So, ja. Dasselbe bei Leroy Sané, dasselbe bei Fonzie Davis. Man sagt eben, wie man es gesagt hat, das sind die Konditionen, entweder verlängerst du den Vertrag oder nicht. Sagt Fonzie Davis, nee, verlängere ich nicht, ich werde nächstes Jahr nach Real Madrid gehen. Ja, alles gut. Kein Thema. Vertrag ist Vertrag. Zack, setzt man ihn auf die Tribüne. Trainingsgruppe 2 kann er mit dem Josh zusammen die Runden drehen. Dasselbe mit dem Leroy. Ja? Wenn man selber nicht mehr mit den Spielern plant, ja, ist das nochmal ein bisschen anders. Ne? Aber auch da, Junge, Trainingsgruppe 2 Tribüne. Was willst du mit diesen Stinkstiefeln dann noch im Team? Ja, das bringt nur Unruhe rein. Das bringt nur Unruhe rein. Und da tut man keinen Gefallen mit. Ja, dem Spieler nicht. Jetzt diese Causa mit Davis. Junge, Alter, ich kriege einen Kackreiz. Ja, bei jeder guten Leistung, die kommen wird die Frage kommen, ja, wie sieht's denn aus jetzt mit Alphonso Davis? Wie ist der Vertrag verlängert? Wie sind denn die Verhandlungen? Blasülz. Das Thema war schon vor 4 Monaten. Hat Neber gesagt, dass das Angebot, das liegt auf dem Tisch, entweder verlängert da oder nicht. Punkt. Ja, und fein. Ist doch auch gut. Wenn Fonsi sagt, er möchte nicht verlängern, er möchte nach Real Madrid. Völlig okay. Nehme ich ihn auch gar nicht krumm. Nochmal, wenn das sein Herzensverein ist, war, wie auch immer, alles gut, dann geh doch dahin. Dann sagt Real Madrid hier, überweist 30 Millionen an FC Bayern, dann bin ich bei euch. Wenn Real Madrid sagt, nein, mache ich nicht, gut, dann setzt man Fonsi ein hier auf der Tribüne. Punkt. Feierabend. Ja.
Man stellt sich immer dahin, ja, wir wollen keine Spieler ausbilden wir können Xavi nicht ausleihen, ja, weil er dann ein Jahr bei uns spielt, wir ihn besser machen, wir ihn ausbilden und dann geht er nach Paris zurück. Auf so einen Deal lassen wir uns nicht ein, weil wir das nicht wollen, weil er ein Spieler des FC Bayern sein soll. Aber dann hast du einen Spieler des FC Bayern mit einem Fonzie Davis, bildest ihn aus, jetzt vielleicht sogar in einer offensiveren Rolle unter Kompanie. Und dann lässt sie ihn ein Jahr später umsonst nach Real Madrid gehen. Ist ein und dasselbe. Ja? Wir müssen jetzt klare Zeichen setzen. Und nochmal, das machst du jetzt einmal. Ja, das machst du jetzt einmal dieses Jahr, indem du das klare Zeichen bei diesen 3 oder diesen 5 Spielern setzt, wo es darum geht, die Verträge zu verlängern, wenn man das denn möchte, oder die Spieler zu verkaufen. Ja? Und wenn die Spieler sich weigern, man sie auf die Tribüne setzt. So, wir brauchen diese Spieler nicht. Wir brauchen gerade nicht unbedingt einen Kimmich. Klar, Kimmich hat super starke Spiele gemacht gegen Tottenham. Ich denke, Kimmich kann die Posi spielen, auch mit dem Palinja zusammen. Wird man sehen. Wenn er Bock hat, ja, dann nimmt er reduzierte Bezüge in Kauf und wird verlängern. Und wenn er keinen Bock hat, ja, dann setzt ihn auf die Bank. Na, dann hast du noch einen Pavlovic, du hast einen Conny Leimer, im schlimmsten Fall hast du noch einen Goretzka, du hast einen Musiala, der die Achter, halb Zehner spielen kann, alles gar kein Problem. Ja? Wir brauchen Josh nicht als rechter Verteidiger, da hast du einen Boe, da hast du einen Stanisic, so können wir es durchgehen. Müller wirst du in der Offensive nicht brauchen. Klar, Müller ist immer gut zu haben, ja. Wenn's wirklich hart auf hart geht, ein Müller findet Wege, Laufrichtung und so weiter, ist immer gut, einen Müller zu haben. Gar keine Frage, aber doch nicht für 22 Millionen. Ja. Manuel Neuer ist das Einzige, wo man sich selber gerade das Ei reingelegt hat, weil du keinen adäquaten Nachfolger im Team hast. Ja. Du hast keinerlei Druckmittel. Mit dem Neuer, ja, musst du in Kauf nehmen dieses Jahr auf jeden Fall. Ja. Leroy Sané brauchen wir nicht. Nein, null. Ihr habt die Rückrunde gesehen letzte Saison. Olise ist im Anflug. Ja, eine super starke Olympiaturnier gespielt. Ansonsten hast du Matistel, hast andere Ibrahimovic, Vidovic und wie sie alle heißen. Ne? Du hast genug junge Wilde, die Bock haben, zu arbeiten, zu machen, zu tun. Ja, dasselbe gilt für Davis. Davis ist ein super Spieler, kann ein super geiler Spieler werden, wenn er denn Bock hat. Ja, aber er muss doch Bock haben. Er muss doch sagen, geil, ich bin beim FC Bayern. Der FC Bayern hat mich aus Kanada geholt. Ich verdanke dem FC Bayern so viel und ich habe richtig Bock, hier der Weltstar zu werden. Die nächsten 5 Jahre. Ja, das brauchen wir. Wenn er das nicht möchte, es macht keinen Sinn. Ja, das ist mein Take. Dass die Spieler Verträge haben und ja, im schlimmsten Fall musst du sie auslaufen lassen. Wenn Kimmich nicht verlängern möchte, lass sie auslaufen. Du sparst 20 Millionen Gehalt ein. Lass sie auslaufen, aber setz sie auf die scheiß Tribüne, um Statement zu setzen. Sonst wird dir jeder Spieler auf der Nase rumtanzen. Nochmal, die Spieler sitzen am längeren Hebel. Das ist Fakt. Das haben wir beim Fall Alaba gesehen. Ja? Der Spieler sitzt am längeren Hebel. Der Spieler sagt, nein, ich verlängere den Vertrag nicht und dann ist er weg. Ablösefrei, obwohl er einen Marktwert von 60 Millionen hat. Ja, Davis, Kimmich, 50, 40 Millionen, was weiß ich. Und deswegen, das Statement muss jetzt kommen. Und das ist, was ich mit Dankbarkeit meine. Wenn so ein Kimmich eine Dankbarkeit hätte oder auch ein Davis eine Dankbarkeit hätte, würde Davis doch gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich erzwinge meinen Wechsel, weil ich den Vertrag auslaufen lasse und gehe dann nach Real Madrid. Wenn ein Davis Dankbarkeit hätte, dass er die Bühne gekriegt hat beim FC Bayern, sich zu zeigen, sich weiterzuentwickeln, dann würde er doch sagen, guck mal, hi, Max, guck mal, Real Madrid möchte mich gern haben, hat Interesse. Ich war immer mein Lebenstraum, für Real Madrid zu spielen. Ich möchte da gerne hinwechseln. Und gut ist, dann wird man doch einen Weg finden. Ne? Aber zu sagen, ja, alles gut, ich lasse den Vertrag einfach auslaufen und gehe dann ablösefrei und ziehe mir selber noch Handgeld rein, da kriege ich einen Kackreiz. Und das meine ich mit Dankbarkeit gegenüber dem Verein. Und das bei jedem Spieler. Ja? Das ist mein Punkt. So, wo war ich denn? Das hatten wir. Genau, das war das mit Fonsi. Genau. Ja, da sind wir ja einer Meinung. Schau die Situation bei Musiala an. Soll das Gesicht der Zukunft werden von Bayern? Sprich, wenn er in 2025 verlängern soll, wird Bayern einen 22-jährigen Spieler mindestens 16 bis 18 Millionen im Jahr anbieten müssen. Vielleicht noch 14, 15 mit Boni 16, um ihn halten zu können. Machst du das nicht, wirst
wirst so einen Spieler nicht halten können. Geschweige, dass Bayern dafür einen dreistelligen Millionenbetrag an Ablöse erhält. Nein. So schlecht wie Bayern die letzten Jahre beim Verkauf agiert hat, würde es mich nicht wundern, dass man so einen Spieler ohne Ablöse verliert oder weit unter Marktwert. Das ist doch, was ich gerade sagte. Ja? Wenn du jetzt dieses Jahr ein Zeichen setzt, gerade bei diesen gestandenen Spielern, wie ein Kimmich, Sané, aber auch bei so einem Jungen wie ein Davis, setz das Zeichen, Alter. Setz das Zeichen. Und wenn ein Musiala nicht beim FC Bayern spielen will, weil er hier 1 Million weniger verdient wie woanders, ganz ehrlich, dann bitte verpiss dich aus unserem Verein. Sorry, dass ich das so klar sagen muss, dann ist das so. Ich glaube nicht, dass ein Wirtz bei Bayer Leverkusen 20 Millionen verdient oder 14, 15, 16 Millionen. Ja? Merkt man den Unterschied? Ja? Wir brauchen Spieler, die beim FC Bayern spielen wollen, weil es der FC Bayern ist. Da müssen wir hinkommen und nicht, weil wir ihm 1 Million mehr zahlen wie Club X. Wenn der FC Bayern nicht Musialas Herzensverein ist, er super gerne, was weiß ich, Chelsea, Manchester City, Manchester United spielen will, dann ist das so. Ja, dann ist das so. Dann wird man das auch nicht verhindern können. Ganz einfache Kiste. Punkt. Ja? Kein Spieler, kein verkackter Spieler ist größer wie der Verein. Keiner. Kein Müller, der von der E-Jugend an beim FC Bayern spielt. Keiner. Es ist kein Spieler größer wie der Verein. Wenn ein Musiala geht, ja, dann wird ein neuer Spieler kommen. Mein Gott, wo ist denn das Problem? Ja? Kein Spieler ist größer wie der Verein. Feierabend. Ganz einfache Kiste. Ja, und das ist ja, was ich sagte, ne? Weil du es ja auch sagst, würde dich nicht wundern, wenn man ablösefrei verliert. Ja, weil man kein klares Zeichen setzt. Mit dem David Alaba, was war das für eine Causa? Man hat verhandelt bis 4 Wochen, bevor die Saison zu Ende war. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt. 1 Jahr Vertrag. Klipp und klar mit den Spielern zu sprechen. Hier, so sieht's aus, das sind unsere Vorstellungen, das ist unser Angebot. Ja klar, dann gibt's 1, 2 Verhandlungsrunden, gar keine Frage, ja. Alles ist gut. Und dann setzt man sich ein Datum. Hier, 31.8. Transferfenster zu. Bis dahin, 1 Woche vorher steht die Entscheidung, ansonsten Verein verlassen. Macht er das nicht, Tribüne. Punkt. Feierabend. Aus. Raus aus der Mannschaft, Tribüne, Trainingsgruppe 2, fertig. Ja, da müssen wir mal hinkommen. Das ist ein legitimes Mittel, Alter. Du hast keine anderen Mittel als Verein. Der Spieler hat jeglichen Hebel, jegliches Druckmittel auf seiner Seite. Weil du immer doof aussiehst, wenn du einen Spieler wie ein Kimmich, der einen Marktwert von 40, 50 Millionen hat, einen Davis, der 50, 60 Millionen Marktwert hat, wenn du den kostenlos gehen lässt. Klar gibst du kein gutes Bild ab. Aber wenn der Spieler das will, dann will der Spieler das und macht das. Und wenn er dann gleichzeitig beim FC Bayern heißt, ja, alles gut, komm von Sie, die Tür ist nicht zu, spiel mal die Saison durch unter Kompanie und wir verlängern den dann schon irgendwie. So wie es beim David Alaba der Fall war. Ja, das ist Schwachsinn. Jetzt ist der Zeitpunkt. Zack. Hopp oder top, Feierabend. Entscheidungen müssen getroffen werden. Ja? Und nicht hoffen, ach ja, der Fonsi spielt jetzt und dann können wir den noch überreden, weil er so ein feiner Kerl ist. Wird er dann natürlich den Vertrag dann irgendwann verlängern? Nee, wird er nicht. Er wird ablösefrei nach Real Madrid gehen. Und du gibst ihm noch Spielpraxis, dass er topfit dahin kommt. Nee, setz ihn verfickt nochmal auf die Tribüne, Alter. Biete ihm eine Trainingsmöglichkeit an. Dazu bist du verpflichtet und Feierabend. Ja, und das gilt für jeden. Punkt. Ich habe persönlich aufgehört, gegenüber diese Gehaltslisten zu debattieren. Es bringt ja nichts und in einem solchen Business gibt es keine Nostalgie. Das ist ja nicht nur in Europa so, beziehungsweise Fußball, sondern in allen Sportarten, die sich gut vermarkten lassen. Wie NHL, NBA, etc. Ja, na klar. Letzteres hat jetzt erst seine TV-Rechte für 77 Milliarden verkauft. Der bestbezahlte Profi verdient 48 Millionen im Jahr. Also von daher ist es immer eine Art der Betrachtweise und wir bekommen nun mal nur den europäischen Fußball mit. Doch die Entwicklung im Profisport, mit dem Milliarden umgesetzt wird, ist überall gleich. Es hat Züge angenommen, die einfach Fans wie wir nicht mehr nachvollziehen können. Ja, darum geht's mir auch gar nicht. Habe ich ja jetzt gerade auch schon mal gesagt. Ja, dass wir das nicht mehr nachvollziehen. Ich könnte selbst 2 Millionen nicht nachvollziehen. Kannst du nicht nachvollziehen als jemand, der 3.000 Euro im Monat verdient. Wie willst du 2 Millionen Jahresgehalt nachvollziehen? Ja, das geht nicht.
Kannst du nicht. Das ist außerhalb deines Schädels, Alter. Nochmal, 1 Million im Lotto gewinnen, du hast ausgesorgt, brauchst bis zum Rest deines Lebens nicht mehr arbeiten gehen. Ja, wie willst du das nachvollziehen? Das geht nicht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach darum, wie ich es gerade kommuniziert habe. Um diese Dankbarkeit der Spieler. Ja, dass man halt dann nicht sagt, oh ja, ich gehe ablösefrei und ziehe mir noch ein Handgeld rein. Nee. Ja, Dankbarkeit. Ich gehe ein Jahr vorher und bringe dem Verein noch eine Ablöse ein. Alles ist gut. Habe ich gar kein Problem mit. Aus meiner Sicht ist das ein klarer Fakt und diesen ändern man auch nicht mehr. Man kann es zur Kenntnis nehmen, vielleicht auch seine persönliche Kritik äußern, doch am Ende des Tages ändert sich an diesem Business nichts. Nee, natürlich nicht. Es wird weitergehen. Es wird weiter wachsen. Ja, du wirst in der neuen Champions League wirst du noch mehr Millionen bekommen. Das heißt, du hast noch mehr Kapital. Dieses Kapital ist auch okay, wenn das wieder an die Spieler geht. Habe ich doch auch vorhin gesagt. Ja, solange wir kein Minus fahren, ja, ist für mich das alles fein. Sollen sie das verdienen? Ich muss es nicht nachvollziehen, wie du sagst. Da kann man drüber reden und dann irgendwann muss man es hinnehmen und entweder nimmt man es hin, guckt sich die Scheiße an oder man nimmt es nicht hin und guckt sich die Scheiße nicht mehr an. Oder ja, man hat halt immer das Argument zu sagen, oh guck mal, der verdient 20 Millionen und nach dem Spiel ist er noch nicht mal platt. Ja? So, das sind dann die Argumente, die du hast, aber mehr auch nicht. Ja? Das ist aber auch nicht der Punkt, den ich mit diesem Video machen wollte. Mir ging es um den Punkt, dass ein Spieler nicht ablösefrei den Verein verlässt und mal ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen hat. Dazu müssten wir Fans alle aufhören, Fans sein und ich denke, das wird nicht passieren. Richtig. FC Bayern ein Leben lang. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre, Jahrzehnte im Fußball weitergeht und wie der FC Bayern sich auf internationaler Ebene behaupten wird können. Was aus meiner Sicht ein sehr schwieriges Unterfangen sein wird, wenn weiterhin keine Regularien eingeführt werden. Ja, nee, das sehe ich nicht so. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, wie viele Jahre ist das her, wo Paris übernommen wurde, Manchester City und so weiter, hieß es auch schon, ja, das war's, der FC Bayern hat nie wieder die Chance, die Champions League zu gewinnen, bla, Sülz, bla. Beste Beispiel ist doch gerade Bayer Leverkusen. Gut, ist noch ein bisschen schwierig, weil Bayer dahinter steht, aber die hauen da ja keine Milliarden rein. Du wirst immer durch eine gute Mannschaft die Chance haben, in einem Mannschaftswettbewerb Erfolg zu haben. Immer. Das hat Bayer Leverkusen letzte Saison mehr als eindrucksvoll bewiesen, oder? Wirst du immer haben. Ja, und auch der FC Bayern wird immer eine Chance haben, um die Champions League mitzuspielen. Nur, man muss mal wieder davon wegkommen, Spielern dieses Alleinstellungsmerkmal zu geben. Das andere Problem an der Sache ist ja, es ist ja okay. Wie gesagt, es ist viel Geld im Umlauf, das Geld wird an die Spieler weitergegeben, alles fein, ist halt so. Ja, das ist deren Glück, die sind Fußballer, da ist so viel Geld zu holen. Bumm. Bekommen sie so viel Geld, ob verdient oder nicht, scheißegal, bekommen sie halt. Aber wenn sie das schon bekommen, ja, dann muss man mal diese Angst ablegen zu sagen, ja, das ist der Joshua Kimmich, der spielt aber seit 2 Jahren scheiße, den setze ich, den kann ich nicht auf die Bank, aber auf die Tribüne setzen, weil der verdient 20 Millionen bei uns. Wie soll ich das denn, kann ich doch nicht rechtfertigen. Dafür stelle ich dann Pavlovic auf, der 800.000 im Jahr verdient, weil er sein erster Profivertrag unterschrieben hat. So, davon müssen wir doch wegkommen. Ne? Um es mal aufs Sportliche umzumünzen. Was aus meiner Sicht ein sehr schwieriges Unterfangen sein wird, wenn weiterhin keine Regularien eingeführt werden. Leistungsbezogene Verträge sind aus meiner Sicht zwingend notwendig. Da wäre jetzt ein Kane vielleicht auch in München, doch am Anfang würde keine 2 stehen bezüglich Jahresgehalt, weil in seiner Karriere noch nichts gewonnen, im Gegensatz zu Neuer, Müller, Kimmich. Bitte die Grammatik verzeihen, waren viele Gedanken im Kopf nach deinem Video, was an länger ja zu erkennen. Ja, alles gut. Ne, also mach dir keine Sorgen. Grammatik oder Rechtschreibung, Alter, wenn da irgendeiner was sagt, soll er sich verpissen, ey. Diese Klugscheißer immer. Ich verstehe schon, was du sagen willst. Und ich gehe bei vielen auch mit. Manche Sachen sehe ich ein bisschen anders, ja. Dass sich das nicht ändern wird, du kannst dir jetzt nur selber als Verein auferlegen, zu sagen, ja, wir werden in zukünftige Verträge maximal sind 15 Millionen. Ja. So, das kannst du dir selber auferlegen. Und dann darfst du aber auch nicht abweichen davon. Ne? Punkt. Das kannst du machen. Aber ja, du wirst dann gewisse Spieler sehr wahrscheinlich nicht verpflichten können.
Ja, aber so ein Harry Kane hättest du vielleicht trotzdem verpflichten können. Ja, weil ein Harry Kane konnte halt einfach nicht in England wechseln. Dafür war er zu sehr Mr. Tottenham. Das hätte ihm kein Fan in England verziehen. Er hätte sein Ansehen, was Tottenham anbelangt, beschmutzt. Das hätte er nicht gemacht. Er wollte unbedingt Titel gewinnen. Und da war der FC Bayern halt eine safe Nummer. Und ich glaube, das wäre auch mit weniger Gehalt dann möglich gewesen. Ist natürlich nur eine Mutmaßung. Am Ende des Tages wissen wir es nicht. Aber wenn er dann dieses Gehalt bekommt und dann diese Leistung zeigt, dann kann man da vielleicht auch noch drüber hinwegsehen. Wie gesagt, wenn so ein Kimmich oder so, wenn die dieses Leistungsniveau gehalten hätten, dann würden wir auch gar nicht darüber diskutieren, warum sie so viel Geld verdienen. Coman, Gnabry, Sané, Goretzka, Müller. Ja, das ist doch das einzigste Problem, was wir haben. Dass so viel Geld im Umlauf ist, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass weitergegeben wird an die Spieler, alles fein. Ja, ist halt so, muss uns nicht gefallen, die Fußballromantik muss man da weglassen. Aber wenn diese Spieler dann nicht über einen langen Zeitraum zumindest zeigen können, dass sie dafür alles reinwerfen, dass sie für den Verein brennen, dann kommen ja die Diskussionen auf. Und dann reden wir doch immer über dieselben Spieler, weil sie so viel Geld verdienen. Würden diese Spieler Bunazar-mäßig 4 Millionen verdienen? Ja, mein Gott, wen interessiert's am Ende? Ja, wen interessiert's? Das ist doch das Problem. So, Heiko. Gruß aus Hattingen. Du vergisst die Inflation. Weißt du, wie viel es kostet, ein Ferrari voll zu tanken und erst recht die Versicherung? Tz. Ja, richtig. Und sich einen Mini Cooper S kaufen, da weiß ich, was das kostet. Den brauchst du nicht voll tanken, den brauchst du nur ein Stromnetz hängen. Zamanga. Auch wenn ich den FC Bayern nicht unterstütze, so schätze ich die sachlich konstruktive und unaufgeregte Diskussion auf diesem Kanal. Zamanga, sehr gut. Ob die sachlich konstruktiv und unaufgeregt ist, wage ich zu bezweifeln, aber vielen lieben Dank für die Worte. Stefan. Der Hinweis auf die verdienten Spieler bedeutet eigentlich, wie viele Trikots, wie groß die Reichweite der Spieler auch in bestimmten Märkten ist. Das meistverkaufte Trikot in Südkorea war das neue von Thomas Müller. Ähnlich bei den Torwart-Trikots. Weltweit dürfte Manuel Neuer sein. Ja. Und nu? Harry, ich habe oft das Gefühl, dass Mir Samir nur vom Verein anzugehen hat. Das ist doch Bullshit. Das Mir Samir ist eine Sache, was beide Seiten angeht. Verein, aber auch Spieler. Ich teile deine Meinung voll und ganz. Da muss mal richtig feucht durchgewischt werden und ordentlich ausgemistet werden. Wenn nötig, auch mal mit der ein oder anderen krassen Entscheidung. Ja, ich denke, das wird ja auch die kommenden Monate, Jahre passieren. Simone, wie viel nimmt der Verein eigentlich mit Merchandise ein, insbesondere Spielertrikots? Ja, diesen Mythos könnt ihr gerne mal nachprüfen. Ja, das war ja damals auch der Mythos. Ja, lass uns einen Lionel Messi verpflichten. Der wird sein Gehalt schon refinanzieren durch die Trikotverkäufe. Das ist leider absoluter Schwachsinn. Natürlich wird man da einen gewissen Betrag einnehmen. Den kannst du dir auch einfach selber ergoogeln, indem du einfach mal die Bilanz des letzten Jahres dir anschaust. Die kann man nachsehen, weil wir eine ausgegliederte AG sind. Ist das öffentlich einsehbar? Da kannst du gerne mal gucken, wie viel Umsatz mit den Merchandise gemacht wurde. Nigen, du musst in der Nationalelf Stamm spielen und Erfolg haben, um den Status zu erreichen. Ja, keine Ahnung, ich kann mit Leute, ich kann nicht nur anfangen, mir das Video anzugucken und zu gucken, was ich bei 802 gesagt habe. Von daher kann ich da gerade wenig zu sagen. Forget. Ribi hat jede Saison, wenn er auf dem Spielfeld stand, immer abgeliefert, mit all seiner Leistungsbereitschaft und war den FC Bayern bis zum letzten Spieltag seiner Karriere immer für alles dankbar. Spieler wie Ribéry, die vorbildlich und dankbar als Mensch und als Spieler auf dem Spielfeld waren, gibt es heutzutage fast keine mehr. Mir fallen nur 2 Spieler ein, die sich ähnlich für den Verein wie damals Ribéry mit dem Verein identifiziert haben. Das sind Tel Pavlovic. Das war's aber auch schon. Diese 2 tragen Bayern im Herzen. Bei den anderen Spielern sehe und merke ich das nicht, um mal Klartext hier zu sprechen. Forget, du kannst hier immer Klartext sprechen. Ja, Tell macht auf jeden Fall den Eindruck. Stimme ich dir 100% zu. Auch wenn man da weiß,
dass auch an Tell viele, viele andere Vereine dran waren, ja. Und wie schnell er Deutsch gelernt hat, wie sehr er mit allem, was er tut, merkt man einfach, jawohl, er ist im richtigen Verein. Ne? Er will hier sein und weil es der FC Bayern ist. Ja? Bei Pavlovic, ja, ist noch ein bisschen früh, das zu beurteilen. Das wird die Zeit zeigen. Ja? Schwierig. Wenn ich jetzt gerade mal durchgehe vom Kopf her, ja, es ist schwierig, man hat da auch einen schweren Einblick. Ne? Ich glaube, so Müller ist auch froh, dass er beim FC Bayern ist. Wie gesagt, bei Müller ist so diese Geldthematik. Bei vielen ist halt diese Geldthematik so das Thema, ne? Was da immer so ein bisschen reingerätscht. Wir werden es sehen in der Zukunft, denke ich. Ja, man hat es jetzt schon gesehen, so Kimmich-mäßig. Man hat schon gesehen, dass er Konkurrenzdruck da hat. Ja, wie er schon geliefert hat jetzt in den beiden Spielen. Wir werden sehen. Aber ja, wir brauchen wieder mehr davon. Ne? Wir brauchen wieder mehr davon. Ganz einfach Kiste. Aber auch gerade bei so einem Tell oder auch bei so einem Pavlovic wird man das auch erst merken, wenn dann der Durchbruch da ist und dann, keine Ahnung, Angebot aus England, Spanien, sonst wo kommt, wie der Spieler dann reagiert. Ja, ob er dann sagt, nee, habe ich gar keinen Bock. Ich will beim FC Bayern, weil es der FC Bayern ist. Ich denke, dann kann man das erst beurteilen. No. Aber den Eindruck machen sie auf jeden Fall, da gehe ich mit, ja. Stefan, das Wort Dankbarkeit ist ein emotionaler Begriff und sehr gefährlich in der Geschäftswelt. Wo ist die Dankbarkeit gegenüber De Ligt oder Mazraoui, die den Verein verlassen sollen, Vereine gefunden haben, aber die Ablöse passt nicht? Welche Dankbarkeit sollen wir denn gegenüber Mazraoui bitte haben? Die erklären mir mal, welche Dankbarkeit wir da gegenüber haben sollen. Für welche gezeigten Leistungen oder Äußerungen? Ja, das würde mich mal interessieren. Dass das ein gefährlicher Begriff ist in der Geschäftswelt, ja, ich bin ein dummer Fan, ich bin kein Geschäftsmann, Alter, ist mir scheißegal. Ja, das ist, wie ich das empfinde und so kommuniziere ich das. Dankbarkeit gegenüber De Ligt. Ich denke, De Ligt und Mazraoui werden wechseln. Ja, das ist, das als Beispiel zu bringen, ist für mich auch wieder völlig hohl im Kopf. Sorry, um das so zu sagen. Ja, du laberst einen von Geschäftswelt. Wie ist denn die Geschäftswelt? Was ist denn das, was gerade passiert? Manchester United weiß, ja, die FC Bayern möchte gerne Spieler verkaufen, weil Uli Hoeneß wieder die Fresse aufgemacht hat, weil er die einfach nicht halten kann, der dumme Idiot. Dadurch drücken die den Preis, spielen auf Zeit und der FC Bayern sagt, ja, alles gut, ja, dann planen wir halt doch mit den Spielern, uns doch egal. Das ist doch das ganz normale Schachern. Ja. So, am Ende werden beide nach Manchester United wechseln und gut ist. Ja. Also es ist doch nicht so, dass man jetzt sagt, oh ja, die sind sich mit Manchester United einig, aber wir geben die Spieler jetzt nicht ab. Es geht doch einfach nur noch um 3, 4, 5, 10 Millionen. So, da wird ein bisschen geschachert und dann wechseln die beiden Spieler und gut ist. Das jetzt als Beispiel anzuführen, ist völlig hinrissig. So, wenn der Verein jetzt sagen würde, jo, hier, das ist Mazraoui, für den wollen wir 25 Millionen haben, ansonsten geben wir den partout nicht ab, ist uns scheißegal, ob ihr mit dem Spieler einig seid und man zieht das durch und der Spieler bleibt dann beim Verein, dann kannst du von mir aus darüber reden, dass man keine Dankbarkeit gegenüber diesem Spieler hat. Obwohl ich auch nicht wüsste, wo man diesem Spieler gegenüber Dankbarkeit geben müsste. Ja. Aber das passiert doch nicht. Das ist doch nur das dumme Geschacher in der heutigen Zeit. Du erzählst so einen von Geschäftswelt, dann soll das auch wissen. Ja. Das hast du auch bei Harry Kane gesehen. Die eine Seite weiß das so, die andere Seite weiß das so. Wenn der Spieler wechseln will, will der Spieler wechseln. Was soll denn ein Verein, wo der Spieler wechseln will, was soll er mit dem Spieler? Wenn er den zwingen würde, da zu bleiben. Was soll er damit? Der Spieler wird das Klima in der Mannschaft schaden, der Spieler wird keinen Bock haben. Der Spieler sitzt immer am längeren Hebel. Immer. Fuku, es gehören immer zwei Parteien zu einer Vertragsunterzeichnung. Vielleicht solltest du den Verein dafür kritisieren. Ich würde die 22 Millionen auch nehmen, wenn der Verein es anbietet. Schlecht gepokert von Vereinsseite. Auch du hast meinen Take nicht verstanden. Ich wiederhole ihn jetzt nicht zum 10. Mal. Kannst du ja gerne die anderen Takes anhören. Kurt Londe, Kai hat recht. Ich glaube, das sollte man so sehen. Der Verein hat sicher extrem viel geleistet für die Spieler. Ja, das ist halt eine beiderseitige Geschichte, ne?
Alan Taylor, Sie haben über 8 Jahre 160 Millionen brutto bekommen, aber Sie die auch verdient? Ja, natürlich nicht. Kein Mensch verdient so viel Geld. Oliver Lang. The real problem is that once someone starts this trend, then it will get exploited by other teams and management. Not to mention what other players on big teams in the same situation will think. I'm not disagreeing with you, but the ripple effect of what you're suggesting will only serve teams owners to make more money by talking advanced wherever possible. Player careers are short, make the most of it and get out before it's too late. If you make a lot of money, it's because you served your team well and you've earned it. Entschuldigung für das Englisch von Kanada, aber ich verfolge dich jede Woche hier. Alles klar. Ja, mein Englisch ist leider nicht the yellow from the egg, ne? Wie der eine oder andere sagen würde. Und ja, habe ich ja auch schon gesagt. Ne? Irgendwann hat's angefangen, Spieler X. Und natürlich, irgendwann hat ein Verein gesagt, jo, wir bieten jetzt die und die Summe. Und dann hat der FC Bayern gesagt, ja, alles klar, wir bieten dem Spieler jetzt die Million mehr, damit er bei uns bleibt. Und dadurch hast du angefangen, das Gehaltsgefüge zu verändern. Und dann, Verträge sind ausgelaufen, man wollte die Spieler nicht ablösefrei gehen lassen. Die Diskussion war bei Koman da, die Diskussion war bei Gnabry da, weil man einfach nicht die Eier hatte, was ich jetzt mehrfach gesagt habe, zu sagen, jo, jetzt, ein Jahr hast du noch Vertrag, entweder wechselst du jetzt oder gehst auf die Tribüne. Das ist das ganze Thema, ja. Das kriegen wir einfach nicht geschissen. Und wenn wir das jetzt wieder nicht geschissen kriegen, wird nächstes Jahr ein Fonzie Davis umsonst wechseln und ein Kimmich wird auch wechseln. Und vielleicht ein Sané auch, wenn er nicht zufrieden ist, dass er mit seiner Spielzeit, die er weil er wahrscheinlich in dieser Saison nicht so viel kriegen wird. Ja. Ja. That's the thing. Stefan, ich bin völlig bei dir, sehe das genauso weiter so. WhatsApp, 100% Zustimmung meinerseits. Bulensobo, 100%. John Doe, ich bin so frei, sagte der Markt und erhöhte den Preis. Du suchst Dankbarkeit im Profifußball, FCB. Zu den Verantwortlichen, Uli ist ein Steuerhinterzieher und Kalle ein Schmuggler. Noch Fragen? Ach Junge, auf den Tag gehe ich nicht ein, ey. Gerd Berger. Oder Gerard. Ich glaube, dem Fonsi hat man den Kopf verdreht und diese Angehensweise ist typisch Real Madrid. Da wird einem Spieler ein Vertrag vor die Nase gehangen und das schon 2 Jahre vor Ende des Vertrages und der hat dann nur noch Sterne vor den Augen und bringt keine Leistung mehr. Ja, alles fein. Ja, man ist an Verträge gebunden, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Wenn er nicht verlängern will, Tribüne, Feierabend. Kann er ein Jahr auf der Tribüne sitzen, dann kann er nach Real Madrid gehen. Kampf, lol. In vielen Punkten stimme ich zu. Bei Kimmich könnte es auch eine Retourkutsche sein für das A-Loch-Verhalten vom Verein bei der Corona-Krise bzw. Impfdebatte. Da könnte ich es noch nachvollziehen. Okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber das muss jeder für sich ausmachen. Peter Maurer. Hallo und viele Grüße. Bin kein Fußballexperte, aber interessiert. Ihre Kommentarfolge ist seit letzter Saison mit Begeisterung. Wenn ich was zu sagen hätte bei Bayern, würde ich Sie sofort als Kritiker verpflichten. Mit der Auflage, dass sich alle Spieler nach dem jeweiligen Spiel ihre Kritik anschauen müssten. Bleiben Sie bitte bei Ihrer ehrlichen Meinung, sie trifft meistens zu. Vielen Dank, ich freue mich auf die kommende Saison mit Ihnen. Schönen Urlaub, Peter. Peter, vielen lieben Dank für die netten Worte. Ich freue mich auch auf die neue Saison. Manuel, fühle mich nicht angegriffen. Das ist schön. Dr. Doom, ihr sollt mal Uli das Mikrofon wegnehmen. Jetzt hat es auch wirklich jeder Club verstanden, dass ihr verkaufen müsst. Schlechte Verhandlungsvoraussetzung. Vollkommen richtig. Rock'n'Roller glaubt, das Problem bei dem Kader ist, dass Bayern die Spieler zu stark verwöhnt mit Gehalt. Zum anderen, und das ist das größte Problem, denke ich, geben sie nie die Spieler ab, wenn Mega-Angebote eintreffen. Da warten die immer so lange ab, bis der Markt gegen Null geht. Gnabry, Sané, Müller und so weiter. Adam, Dankbarkeit muss auf beiden Seiten herrschen, vom Verein und vom Spieler. Leider geht es in dieser Gesellschaft nur noch um das liebe Geld. Ich hätte nichts dagegen, wenn die sogenannten Stars 20 bis 25 Millionen verdienen. Nur bei mir wäre bei 10 Millionen Grundgehalt Schluss und die restlichen 10 bis 15 Millionen bekommt man nur durch Leistung Prämien für das Erreichen der Ziele des Vereins. Ja, das wäre schön. Das klappt ja bei den Ablösen auch immer mehr. Fixbetrag X und bei Erfolg gibt es nochmal Summe X. Ja, ich denke, dass es auch der Weg ist, den man gehen möchte. Ne? Wir werden sehen, inwieweit man das in der Zukunft jetzt umgesetzt bekommt. Gerard Berger, ich sage schon lange, dass ein Spieler, der aufs Auslaufen seines Vertrages pokert, einfach zur Tribüne gehört. Halleluja, Gerard, ich bin bei dir. Und das braucht man nur sagen.
Bei der ersten Unterschrift, dann kann sich der Spieler nicht einmal beschweren. Denn er weiß, wie es läuft. Aber sowas muss ein Verein mal machen, um ein Ausrufezeichen zu setzen. Nochmal ein Halleluja für dich, Gerard. Und sowas, wenn der FC Bayern das nicht tun kann, wer dann? Ja, 100%. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dieses Zeichen zu setzen. Bei Kimmich, bei Davies und so weiter. Ja, setzt das Zeichen und dann weiß doch in den kommenden Jahren, weiß doch jeder Spieler Bescheid, wie das läuft beim FC Bayern. Wenn er wechseln möchte, ist doch okay. Es wird doch keiner gezwungen. Ja. Und wenn er meint, yo, ich sitze den Vertrag aus, dann ist das so, ist auch okay, dafür sind Verträge da. Dann gehst du ein auf die Tribüne und spielst kein Spiel ein Jahr lang. Punkt. Ja, und dann wird der ein oder andere Spieler sich das schon überlegen. Da könnt ihr mir aber zu 1000% vertrauen. Weil Fußballer sind ja in der Regel Fußballer, um Fußball zu spielen. Und nicht nur, um im Kreis zu laufen. Mit 2 Mann in der Trainingsgruppe 2. Ne? Ja. AK, wenn Alfonso in der kommenden Saison 2 gute Spiele machen wird, bist du der Erste, der wieder Sterne in den Augen hat. Du bist so ein Spacken, Alter. Hier, verpiss dich von meinem Kanal, ey. Junge, du hast doch... Boah, ey. Was bist du für ein dummer Ignorant, Alter. Du hast null Plan von dem Kanal hier, oder? Junge, dich will hier keiner haben. Beschäftige dich mit mir, bevor du so eine dumme Scheiße schreibst, du Spacken, Alter. Bin kein 0815 Piss-Fan. Junge, Alter, werde ich gleich aggressiv, ey. Spacko, Alter. Sahim Baba. Tja, Jungs, entweder ist man für Kommerzialisierung im Sport oder dagegen. Beides geht nicht. Für 60 Millionen kann man Patrick Mohomos zwar nur eine Saison bezahlen, dafür verzichtet er aber auch zu Wohle des Teams auf Geld, wenn man ihm lieb fragt. Ihr pfeift eure Hymne aus. NFL-Fans singen mit. Ihr versaut den Sport durch Videoschiedsrichter. Wir haben den seit Jahrzehnten und er funktioniert. Ihr macht Regeländerungen, die keiner versteht, noch braucht. Wir machen Regeländerungen zum Wohle des Spielers. Ihr haut euch auf die Fresse und beschießt euch mit Bengalos. Wir tanzen zusammen, machen Feuerwerk. Bin ich raus. Bin ich raus. Ja, ich weiß noch nicht mal, wer Patrick Mahomes sein soll. I don't know. Bin ich raus aus deiner Sportart. Aber schön, wenn das bei euch so ist. Chico. Benjamin, die Gier nach dem Geld steht über allem für die meisten Spieler, was aber natürlich nicht nur beim FC Bayern der Fall ist. Ja, das ist klar, dass das nicht nur beim FC Bayern der Fall ist. Aber bei allen anderen interessiert mich das relativ wenig. Wolfgang, das sehe ich nicht ganz so wie du. Meiner Meinung nach gilt auch hier, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Soll heißen, du hast zwar recht, was Undankbarkeit betrifft, aber das gehört doch irgendwie zum Geschäft. Ein Spieler, der wenig verdient, kann ja auch nicht der richtige Werbeträger sein, weil er ja wohl nicht mehr so gut ist. Die Spieler oder ihre Agentenberater werden deshalb immer versuchen, das Gehalt hochzutreiben. Es ist Aufgabe von Eberfreund und Co., dem Einhalt zu gebieten. Wenn sie das schaffen, würde sich ein anderes Problem möglicherweise lösen oder zumindest bessern. Dass einige Spieler nahezu ihre Arbeit verweigern, wenn sie ihnen nicht passt, zum Beispiel beim Spielsystem. Eine Ausnahme wäre für mich angebracht, wenn ein Spieler auch nach seiner Karriere für den Verein eingeplant ist, wie vielleicht Müller. Aber auch da sollte es finanzielle Grenzen geben, was vom Spieler gefordert und vom FCB bezahlt wird. Verstehe jetzt nicht ganz den ersten Satz, das sehe ich nicht ganz so wie du. Ich habe ja nie gesagt, dass das nicht, die Verträge wurden ja mit dem Vereinsoberen geschlossen. Ich habe ja nie gesagt, dass die nicht Schuld tragen. Also. Aber gut. BMW Power, so ist es. Fight of the Night. Sogar die Choreo im Hintergrund ist falsch. Es heißt nicht Kaiser Franz, sondern Kaiserslautern. Schlimmer Finger. Was für ein Gesülze. Der Verein gibt das Geld und hat den Fußballrentnern lukrative Rentenverträge gegeben. Vielleicht kann der Uli sich auch nur Namen merken, die schon länger bei Bayern spielen. Und sagt dann bei Besprechungen immer unter allen Umständen halten, denn den kenne ich, der ist top. Ja, so wird's laufen. Axel, ich verstehe das Problem nicht. So ist das nun mal in einer neoliberalen Gesellschaft. Und solange die Spieler entscheidend dotierte Verträge bekommen, werden sie blöd, diese nicht zu unterschreiben. Zum Spiel gehören immer 2. Ja, auch du hast meinen Punkt nicht verstanden, das ist aber auch nicht schlimm. Habe ich jetzt mehrfach dargelegt, meinen Punkt, wie ich es gemeint habe. Vielleicht habe ich mich auch einfach schlecht ausgedrückt im Video. Dann ist es meine Schuld. Heiko, der Kimmich wäre nie das geworden, was er früher mal war, wenn der Guardiola den Kimmich nicht reingeflügelt, wie man Fußball spielt. Ansonsten wäre der Kimmich nichts anderes als Aufziehhase.
Lass ich mal unkommentiert stehen. Josef, moin erstmal. Ich habe keine Ahnung oder nur wenig Ahnung von den Gehältern vom FCB. Aber ohne Joke, Müller verdient 22 Millionen, dachte echt, das war ein Scherz. Kann deine Aufregung verstehen, schick sie in die Wüste, da kriegt man so viel. Wild. Rock'n'Roller. Kraft Müller. Ja, für den Schuh, den er spielt, wären 500.000 sogar verloren. 5 Millionen wäre der Wahnsinn. Phileas Fogg, nix mit Dankbarkeit. Klar fühlen sich einige Kandidaten wohl bei dem Gehalt. Yes. Hallo Gen, schönen Urlaub dir. Danke, hatte ich. Inhaltlich stimme ich in vielen Punkten zu. Die Gehaltsstruktur ist seit paar Jahren bei uns einfach nur kaputt und viele sind zu überbezahlt. Finde den Weg von Eber, Freund und Co. sehr gut, eine Summe X als Maximum festzulegen und alle müssen sich daran halten, beziehungsweise ihre Gehälter in den kommenden Jahren anpassen. Vor allem bei Allstars sollte es leistungsabhängige Verträge geben. Beispiel 5 Millionen Sockelgehalt und dann nach Einsatzzeiten, Siegen etc. entsprechend aufstocken. Hier ist der FC Bayern nur ein Beispiel von vielen. Stimme ich dir 100% zu. Ne? Leistungsbezogenes Gehalt ist immer gut. Erst recht, wenn wir von Leistungssport reden. Thomas Grill, deine Aussagen stimmen. Jetzt das Aber. Die Dinge erlebt leider mal mehr in der Kreisklasse, oder? Junge Spieler, die gerade 18 Jahre alt sind und für zig Millionen verkauft werden, versteht kein Mensch. Jetzt das Aber. Die Dinge erlebst leider mal mehr in der Kreisklasse oder junge Spieler, die gerade 18 Jahre sind und für zig Millionen versteht kein Mensch. Verstehe ich gerade nicht, was das jetzt als Gegenargument sein soll. Bocker, alles kein Problem, das Wechselkonto ist ja so groß und über FC Barcelona lachen, wenn für Spieler das ganze Geld verbrannt wird. Willkommen in der Realität. Ja, willkommen. Max Mustermann, ich sehe das anders. Beide Seiten, Verein und Spieler, gehen einen Vertrag ein und wägen dabei ab. Der Verein ist sich bewusst, dass ein Spieler eventuell nach Vertragsabschluss von seiner Leistung verschlechtert. Ja. Oder dass er sich lange verletzt. Ja. Aber es ist auch möglich, dass der Spieler gesund bleibt und immer besser wird. Ja. Und dann hat der Verein ein Maximum, was er als Angebot macht. Und der Spieler ist sich im Klaren, oder sollte es sein, dass er eventuell die nächsten Jahre immer besser werden könnte und trotzdem nicht mehr verdient. Weil es einfach vertraglich fixiert ist. Und genau da ist ja schon der erste Punkt, der nicht stimmt. Das ist ja schon der erste Punkt, der nicht klappen wird. Wenn, nehmen wir als beste Beispiel ein Musiala. Ja, ich glaube, da wurde schon 2 oder 3-mal das Gehalt aufgestockt. Das heißt, der Vertrag geändert. Ja, das klappt ja nicht. Wenn ein Spieler 4 Millionen verdient, aber dann auf einem Level performt, wo der marktgerechte Gehalt 10 Millionen wären, wird der Spieler oder der Berater des Spielers, wie auch immer, irgendwann nachfragen und sagen, hör mal, wie sieht das denn aus? Ihr wisst schon hier, ne? Der verdient hier so wenig und leistet dies und das. Wenn das so bleibt, dann ist der nächste Saison weg. Ne? Das ist doch schon Punkt 1. Das klappt ja nicht. Das klappt ja nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Bayern wusste daher bei Müller und Neuer, dass diese im Herbst ihrer Karriere sind. Und weil das Angebot so gut gewesen ist, haben die Spieler es angenommen. Ja, na klar. Man will keinen loyaleren Spieler wie Müller finden. Das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn, dieser Satz. Sorry, der ist so schwachsinnig, Alter. Da sieht man leider, dass du keinen Plan hast. Sorry. Man wird keinen loyaleren Spieler wie Müller finden, der egal ob er spielt oder auf der Bank sitzt, alles für die Mannschaft gibt. Und der wird auch nach seiner Karriere irgendwann in der Vereinsführung alles für den Verein geben. Ja, genau das wird er tun. Völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Sorry. Ein Müller war kurz vor einem Wechsel nach Manchester United. Ja. Hätte man Kovac nicht rausgeworfen, wäre er wahrscheinlich bei Manchester United gelandet. Wo war denn da der loyalste Spieler? Wo war er denn? Warum ist er der loyalste Spieler? Weil er jetzt 22 Millionen genommen hat. Deswegen ist er super loyal dem Verein gegenüber. Wenn er so loyal wäre, dann hätte er für umsonst weitergespielt mit 34 Jahren. Hätte er gesagt, pass mal auf, komm, wir gucken von Jahr zu Jahr, ob ich der Mannschaft noch helfen kann und dann bleibe ich dabei. Das wäre Loyalität, nachdem wir ihn in seiner ganzen Karriere wahrscheinlich 200 Millionen in den Arsch geblasen haben. Junge. Was ein Schwachsinn. Sorry. Aber völlig okay, wenn das deine Meinung ist. Ich teile die nicht. Bin jetzt bei 6 Minuten und sehe das alles auch so. What's up? Halli Dogan. Wo sind die Ultras, wenn man sie braucht? Die genannten Spieler in der Vorbereitungsphase auspfeifen, in der Hoffnung, dass sie gehen. Nee, das ist nicht Aufgabe der Fans und man pfeift keine Spieler aus, nur weil sie gehen sollen. Wie gesagt, ich habe es jetzt mehrfach kommuniziert, wie man das machen sollte, meiner Meinung nach.
Heiko, Kai, du hast hundertprozentig recht. Roland, für Verträge gehören immer zwei dazu. Der FC Bayern hat diesen Spielern diese Verträge vorgelegt und der Aufsichtsrat war einverstanden. Also muss man die Verträge respektieren. Das spricht keiner ab. Mit Dankbarkeit hat das nichts zu tun. Niemand wurde gezwungen. Wer würde das Geld ausschlagen für die Spieler, ist der FCB ein Arbeitgeber. Und es gibt auch ein Leben nach dem Fußball. Von der Währung profitieren Spieler und Verein gleichermaßen. Oder warum ist man zufällig in Korea nochmal unterwegs? Ich kann beide Seiten verstehen. Ich denke, vielleicht hätte Thomas Müller auch für 15 Millionen verlängert, wenn wir nicht Profi Van der Bratzo als Manager Zeit gehabt hätten. Wenn man Spieler für ein Jahr in die Trainingsgruppe 2 steckt und ihre Karrieren schadet, weil er seinen Vertrag einhalten will, spricht sich sowas auch rum und vielleicht bekommt man dadurch den einen oder anderen Spieler nicht, weil sie sich abgeschreckt fühlen. In ein zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich stimme ich dir zu. Ja, dann brauchst du diese Art Spieler auch nicht, weil das ist dann diese Art Spieler, der genau das möchte. Der geht dann zu einem Verein, lässt seinen Vertrag auslaufen, um dann nochmal Handgeld mitzunehmen. So, diese Art Spieler brauchst du nicht. Ja? Wenn das Argument ist, ja, sehr gut. Ja, aber genau diese Art Spieler wollen wir nicht. Wir wollen keine Spieler à la Fonzie Davis, die sich so verhalten. Die wollen wir nicht. Ja, er kann gerne nach Real Madrid gehen, diesen Sommer 30 Millionen, tschüssi, alles tutti. Alles gut. Keiner ist ihm böse. Alles ist gut. Und ja, alles ist dann gut. Aber nicht nächstes Jahr für umsonst. Ja. Und wenn das die Intention ist, Trainingsgruppe 2 auf die Tribüne. Fertig. Und ja, das ist ein Zeichen, was man an diese Mannschaft, an jeden einzelnen Spieler sendet und auch an alle Spieler auf dieser Welt. Wir wollen solche Spieler nicht beim FC Bayern. Punkt. Der Boom, Bird. Robert. Welches Argument könnte denn wichtiger sein als die Entscheidung seiner eigenen Frau und mich abstrichen Kinder? Ich bin eigentlich voll bei dir, allerdings auch nur, weil du nur über den FCB redest und ich da schon das Gefühl hatte, dass der Verein hinter den Spielern steht, gerade wenn diese mal private Probleme haben, Breno, Ribéry. Bei anderen Vereinen werden Spieler schon auch mal aus dem Vertrag gekegelt und das Argument mit Dankbarkeit fühle ich das gar nicht. Aber du sprichst ja über Neuer, Müller, etc. und bei denen gebe ich dir schon recht. Trotzdem, egal wie viel Geld du verdienst, am Ende entscheidet deine Liebste. Ja, lasse ich mal so stehen. Bernd, bitte gegenüber dem Verein und nicht des. Nicht böse sein, aber das klingt schrecklich in meinen Ohren. Ja, dann musst du damit leben. Lachgummei. Glaube, das kommt davon, wenn Spieler zu sehr bemuttert werden. Irgendwann sehen sie es als selbstverständlich an und das strahlt dann aus in andere Aspekte. Sie sind gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen und sehen nicht mehr das Drumherum. Das mag sein, ja. Markus vom Bodensee, würdest du auch nicht machen. Spende doch von deinem YouTube-Einnahmen auch was, weil ohne den Verein könntest du auch deine Meinung dir selbst erzählen. Wer arbeitet, kassiert eben und der Verein legt auch keinen Bonus drauf. Erstmal, wer sagt denn, dass ich das nicht tue? Ja. Mal dein Gehirn einschalten. Zweitens, weil ohne den Verein könntest du auch deine Meinung dir selbst erzählen. Nee, ich erzähle meine Meinung nicht mir selbst, sondern dann anderen, mit denen ich rede. Und ich erzähle meine Meinung hier schon seit Jahren. Ja? Ob das für 50 Zuschauer ist, wo es keine Einnahmen gab, oder jetzt für 5000 Zuschauer, wo es ein paar Einnahmen gibt. Also, was ein dummer Take von dir. Sorry. Einfach nur komplett hohl im Kopf. Aber gut. Ist ja nichts Neues, dass wir auch hier ein paar Hohlbieren haben. Hans Landau, Kai, du widersprichst dich. In anderen Videos kann ich dich zitieren mit so ist der Sport, wenn es um irgendwelche ablösefreie oder wenig Ablösewechsel von Spielern zum FC Bayern geht. Bei ablösefreien Wechseln vom FC Bayern redest du von Dankbarkeit. Das passt nicht. Ja, genau. Ich werde es nicht wiederholen jetzt, oder? Ich rede jetzt seit 2 Stunden hier. 2,5 Stunden, also irgendwann ist gut für mich. Anita, die Spieler haben recht, sie nehmen das mit, was geht. Die Vereine haben die Summen gegenseitig hochgeschaukelt, es gibt also keinen Grund zu jammern. Doch höchstens den, dass diejenigen, die den Spielern Verträge oder Leistungsbezug vorlegen, wohl in einem anderen Job besser aufgehoben werden. Speziell der FCB hat sich diese Situation selbst geschaffen, ist richtig, jetzt muss er halt zahlen. Das ist auch richtig, darin sehe ich keine Verdammnis. Bei solchen Einnahmen würde ich als Spieler auch dauernd witzeln und lächeln, wie einige dies tun. Deine Meinung hierzu respektiere ich selbstverständlich, teile sie wie zuvor beschrieben, allerdings nicht. Ja, musst du auch nicht. Ich hab's jetzt... Ja, wie gesagt, vielleicht habe ich mich im Video falsch ausgedrückt oder ihr rafft alle den Punkt Dankbarkeit nicht. Ihr zieht euch alle hier an den Gehältern hoch. Das ist ein bisschen wild und ein bisschen schade, aber gut. Vielleicht habe ich mich einfach schlecht ausgedrückt. Da spricht wohl der Neid. Ja, klar. Super. Ich bin super neidisch. Da kriegst du auch keine Herz für, da kriegst du einen Daumen nach unten. Das ist der Neid auf deinen tollen Kommentar, Alter. Claudio. Weiß nicht, über Personen zu urteilen, die man überhaupt nicht kennt, wo das Bild bei der Person maximal durch die Medien teilweise nur noch
Klatsch und Tratsch gebildet wird und dann diese Person 50 Mal als Arschlöcher zuweisen, kann deiner Meinung null nachvollziehen. Musst du auch nicht nachvollziehen. Ich urteile nicht über die Person, ich urteile über den Sportler. Markus vom Bodensee würdest du auch nicht. Markus. Was würde ich denn? Klär mich auf. Phileas, kotz dich ruhig aus, muss ja raus. Mich nervt das auch, dass jetzt auch wieder von Kimmich und Goretzka kommt. Fühle mich hier wohl. Klar bei dem Gehalt. Da fühlen die sich alle wohl. Wer soll sich beim FC Bayern denn nicht wohlfühlen? Der FC Bayern ist doch auch ein super Verein, erst recht diesen Spielern gegenüber. Das ist ja auch richtig und wichtig. Ja, die sollen sich ja wohlfühlen. Und nochmal, zum guten Schluss, bevor ich den letzten Kommentar noch lese. Es ist doch völlig fein, dass das Geld, was reinkommt in unseren Verein, auch wieder für die Spieler ausgegeben wird. Da habe ich doch kein Problem mit. Natürlich ist das absolut nicht nachvollziehbar, absolut krank, absolut lächerlich. Und ja, es wäre wünschenswert, wenn wir endlich mal wieder eine Gehaltsstruktur reinbekommen, die leistungsbezogen ist. Völlig fein. Es geht doch hier, oder es ging mir in diesem Video um das Thema Dankbarkeit. Deswegen steht doch auch im Titel, wo ist die Dankbarkeit der Spieler dem Verein gegenüber? Und nicht, sollen die Spieler die Verträge kündigen oder was? Darum ging's doch nie. Es geht doch darum, dass Spieler nicht ablösefrei wechseln. Das ist doch der Punkt, Alter. Und da reden wir über Dankbarkeit des Vereins gegenüber. Oder um Spieler wie Müller und Neuer, die 200.000 Jahre in diesem Verein sind und jetzt meinen, auf ihren Leistungszenit immer noch den Verein zu melken. Darum geht es, um nichts anderes. Ja, um nichts anderes. Vielleicht habe ich mich einfach so schlecht ausgedrückt. Vielleicht hätte ich einfach ein Video machen sollen, was 1 Minute geht und diesen Take sagen. Vielleicht wäre das sinniger gewesen. Ich weiß es nicht. Sein Baba nochmal. Ey Leute, 60 Millionen brutto, da gehen noch Steuern von ab und private Kranken- und Rentenversicherung. Jetzt hast du noch 30 Millionen. Was denkst du, kostet bei Spielerfrau? Die Handtasche von ihr 50.000 pro Stück und die hat mehr als 2. Bayern München bedankt sich ja auch an verdiente Spieler. Allein wir, die mit Trainern umgegangen sind und dann Anstand verlangen. Ja. Das ist nochmal ein anderes Thema, wie sich gewisse Führungsspieler gegenüber dem Verein verhalten, wenn sie Trainer haben, die sie nicht mögen. Auch da können wir mal Thomas Müller mit in die Verlosung nehmen. Aber ja, er ist ja der unantastbare FC Bayern München und steht über allen. Nochmal, kein Spieler steht über dem Verein. Und ja, trotz Mir Samir müssen wir endlich dahin kommen, zu sagen, 1 Jahr Vertrag, Laufzeit, entweder verlängerst du oder du wechselst den Verein jetzt. Wenn er das nicht möchte, was sein gutes Recht ist, weil er einen geltenden Vertrag hat, wo der FC Bayern auch selber schuld ist, wenn der Spieler da 50 Millionen Grundgehalt drin stehen hat, dann ist das so, dann ist das fein, dann wird das bezahlt, alles ist gut. Aber dann nimmt man den Spieler aus dieser Mannschaft raus, weil er eh keinen Bock hat, bei diesem Verein zu sein, weil er nächstes Jahr umsonst wechseln möchte. Setzt ihn auf die Tribüne, gibt ihm jeden Tag einen Trainer an die Hand, mit dem er seine Runden um den Platz laufen kann und alles ist tutti. Ja? Und dieses Zeichen setzt man dann. Und das setzt man auch nach außen. Und das ist auch richtig. Wir brauchen keine Spieler dieser Art. Wir wollen keine Spieler bei uns, die kommen und sagen, ja, ich unterschreibe jetzt hier für 4 Jahre und dann ist mein Ziel, dass ich entweder ein fettes Handgeld vom FC Bayern kassiere, um den Vertrag zu verlängern, oder ich wechsle ablösefrei und kassiere da ein fettes Handgeld. Ja? Diese Spieler wollen wir nicht. Punkt. Oder ich möchte die nicht. Vielleicht sehe ich das aber auch zu romantisch, was da hier auch schon drin stand. Das kann sehr gut sein, ja. Vielleicht bin ich einfach auch zu alt, zu ein alter Drecksack, um das alles nachvollziehen zu können. Vielleicht bin ich auch einfach zu arm aufgewachsen, um da das nachzuvollziehen zu können. Ich weiß es nicht. Mag so sein. Das ist meine Meinung. Die wird sich auch nicht ändern. Ja. Und ja, die Kommentare waren gut. Ich bin sogar überrascht, dass es sich im Rahmen hielt mit den gegenteiligen Meinungen. Manche, die gegenteilig meinten zu sein, haben das, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ich hoffe, ich habe das nochmal ein bisschen klarer gestellt. Und ja, damit ist das gesagt. Ja. Und wie gesagt, sollte so ein Kimmich nächstes Jahr ablösefrei wechseln oder so ein Davis, dann ist das einfach ein Ding, wo mir die Dankbarkeit fehlt. Der Spieler. Ja. Und natürlich
ist dann auch der FC Bayern da mit dran schuld. Ne? Weil der FC Bayern nicht sagen wird, Fonzie Davies geht jetzt in die Trainingsgruppe 2 und spielt ein Jahr lang keine Rolle mehr. Nein, wir werden Alphonso Davies weiter pushen, weiter aufbauen und werden ihn dann ablösefrei nach Real Madrid gehen lassen. Ja, so wird's enden. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.